Absolutäre Synchronität, Mr. Timmy Boy. Kann nur gut werden. Kann nur gut werden. So, wo waren wir? Sehe ich mich selber. Du den Schundweg, du den Schundweg, du den ganzen Schundweg. Oh, da bin ich. Da bin ich. Oh, blenden schaut aus. Wahnsinn, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Timmy Boy, grüß dich daheim. Rest vom Saufen! Was ist mit dem Chat schon wieder? Egal, Rest vom Saufen! Das muss klar. So, jetzt warte mal. Jetzt schauen wir mal, was der Chat wieder für einen Schmarrn treibt da. Warum denn? Ich habe nichts, aber nicht gemacht. Aber getrunken ein Bier. Was ist denn los? Chris und mal ins Saufen, da bin nichts passiert. Habe die Ehre an den Forest Squad, an den Philipp, den Vlogger, an den Grotz, an den Riesi Mike, an den Spickmeister, an den Stadi, an den Wutzinger, an den Nickelnäder, an den Forest Squad, an den Van Hinten. Nochmal an den Timmy Boy. Okay. So, und schon bin ich zu falsch zum Lesen. Sag's euch, was ist. Papa ist halt ein bisschen miert. Kommt auch mal vor. Muss auch mal vorkommen. Hab mich schon anstrengen müssen, dass ich über 6 Jahre rauskomme. Jetzt ist schon 8, bist du deppert. Hauptsache, es ist schon wieder Mittwoch. Das ist, wann... Haben wir doch gerade da gesessen, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, was da los ist. So, Kinder, wie geht's euch? Mir geht's gut. Eins von vielen Problemen hat sich gelöst. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hat schon immer geholfen. 10 zusammenbeißen, durchbeißen. 20.01 ist, Birger wo? Jetzt Schnutschi, ich glaube, die Schweizer Leitung ist kaputt. Warte mal. Ah ja, YouTube sagt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Anzeigen zu schalten. Was ist denn jetzt wieder? Was ist denn los, Birger? Servus alle, habe du, der Birger, da ist das Alte, das ist das Alte. Nein. So nicht. Noch nicht. Was los, Birgbert, der Meinmeiker? Ich wollte es gerade sagen, Herr Meinmeiker, wieder nicht zugehört. In den ersten 2 Minuten werden leider keine Alerts so gezeigt. Die kannst du nicht mehr retriggern. Auf der Bierbank steht ein kleiner Meinmeiker. Der ist bummvoll. Und ein Vollbier-Squad. So, das muss klar. Ich war stets bemüht. Aber in den Chat habe ich dir nicht Meinmeiker zum 28. Mal. Ich glaube, das macht er absichtlich. Das lässt er immer auslaufen, damit er die scheiß Tröte kriegt. Ah, der hat das System ausgetribbelt. Mittwoch, Bergfest und der Birger läutet's ein. Passt, was? Also ich hatte einen Alert. Wo? Was soll jetzt das? Spicksepp! Ja, der hat's ausgesessen, schon. 2 Minuten nach Stream, dann funktioniert der Alert. Herr Spickmeister, mir ist wieder ein Zügel. Tröten sucht die. Der Anzeigenbürger, bummvoll und je! Mein Meiker, der 178. Ja, ich glaube. Dass die halbe die Woche rum ist. Ach so, meinst du? Nein, Wölfchen, die Vorlage lässt du liegen. Nein, los, liegen. Was für eine Vorlage? Was passiert denn da schon wieder? Kannst du mal Raft spielen, ist echt gut. Herr Leonhard. Sagt's ja nicht mehr. Morgen ist endlich Reisetag. Kruzifix, wieso fliegen so viele Leute in verschissener Urlaub im Februar? Was ist denn mit euch? Das ist mein Inneres sagt da. Mein Meiker, Kruzifix! Merci dir, welcome to the squad zum mein Meiker, der 179. Ja, richtig. Ja, ich weiß nicht, was mit euch los ist. Da sitzen einfach Leute drin, die haben 2 Mitgliedschaften. Ja, warum nicht? Ich soll eigentlich schon seit 8 Jahren keine Fragen mehr stellen, aber gut. Kruzifix. Herr Fritz, merci für den Drilling. Schöne Grüße an Basti und Rolli, ihr Zipfizierger. Zipfiziergen ist nicht schlimm. Ah, ist nicht schlimm. Metzinator! Boah, Alter, 94 Monate, Alter. Ein Neiner ist schon lange nicht mehr davor gestanden. 6 Monate noch, 5... Nein. Das ist ein Rest, lese ich nicht vor. Nein. Nö. Nein! Schluss aus, Pfui Teufel, Schluss damit. Herr Metzinator, merci dir. Also 94 Monate ist... Ja, was sag ich denn nicht? Vielen Dank, Alter. Dani, merci für 30, halt dritt! Cyberfox, merci für 45, Flachwitz für heute. Warum feiern Astronauten eigentlich nie Partys auf dem Mond? Weil da absolut keine Atmosphäre ist. Der ist so seicht und eigentlich so alt, dass er eigentlich, der ist okay. Den kann man immer bringen, den kann man nicht absagen, da kann man sich nicht totlachen, man kann aber auch nicht absagen. Cyberfox, good job. Alvin Neri, mir ist für 16 Monate, aber dritt auf ein schöner Stream. Ich bin gespannt, ich habe mich seit Wochen nicht zusammenreißen müssen, dass ich die Spiele nicht off-Stream spiele. So, was ist, weil es mir die ganze Zeit schon stickt.
Ich hoffe, der Wauzi ist halt da. Ich habe seinen Namen jetzt da noch nicht gelesen. Ich habe zwar noch nicht viel gelesen, aber der hat es mir geschrieben. Hey, Birger, hier mit The Last Starship. Und ich so, das habe ich schon mal gesehen. Ist es jetzt endlich da? Ja, seit 3. Februar ist da. Und wie ist das so? Und dann muss ich ihm normalerweise Auskunft erstatten, ob das was für ihn ist oder nicht. Und dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht, ich habe es noch nicht gespielt. C-Fix. Das werden wir heute nachholen. Ich hoffe sehr, dass er da ist. Wenn nicht, muss ich ihm schreiben. Kommst morgen nach Biburg, unsinniger Donnerstag. Hast du How to Fasching gesehen? Wenn nicht. Also, was gehst du am Fasching als Bürger? Ich gehe nicht im Fasching. Wie nennt man eigenen bekifften Meeresbewohner? Haifisch, oh Gott. Oh Gott. Spreng ich da. Hebe das nie wieder! Sofort! Seit Winter Sepp mehr als 45 Monate. Sehr fix! Herr van Hindern mehr als 230 Monate. Richtig schöne, lustige Beleidigung für Quamperty. Ist dein Kühlschrank hier oder warum zuerst das Bauchfleisch mit? Das Bauchfleisch, ich finde, das Bauchfleisch macht es wieder so kaputt. Das ist so, Bauchfleisch ist so. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Will ich dir einfach sagen, oder warum ziehst du den ganzen Scheißdreck mit? Servus, ich habe gesagt, das kommt drucken. Da muss man noch mal um ein Eckal denken, so mit was gemeint sein kann, zumindest eine halbe Sekunden und dann kickt er besser. Habe der Birkbert auf an Schena Stream. Ich würde gerne mein Lieblingskollege an Kaspar ganz Laiebi Grias ausrufen lassen. Herr Kaspar! Ich glaube, da will jemand Zipfel zusammenstecken. Herr Gerald von Plötzlich, merci wieder ein 6er. Herr Technofreak, merci wieder ein 5er. Servus Leute, vergiss nicht, am Bürger mit dem Handtuch auf den Sack zu gehen. Hä? Vergesst nicht, am Bürger mit dem Handtuch auf den Sack zu gehen. Was für ein Handtuch? Hey, war ja halb so im Koma, was, hä? Das Scorps schreibt Sorgzeug. Wolltest du heute nicht in grün streamen? Es ist mir 5 Minuten vor dem Stream eingefallen und habe hinten in der Schachtel eingereiht, hab's nicht auf den Anhieb gefunden und habe es leider bleiben lassen. Den ziehen wir schon irgendwann raus. Was für Hand ihr, hey? Und Steffi schreibt schon, und ich hoffe sehr, dass du mich nicht wieder mit einem Spiel fixt. Ja, da habe ich immer das schlechteste Gewissen von allen, wenn ich leider Spielzeug. Das Wichtigste ist immer, ich werde nicht gesponsert. Für mich interessiert das Spiel selber. Allerdings glaube ich mittlerweile, so viel mit Rimworld, glaube ich, hat es nicht zum Tor. Es kommt eher so an ein etwas komplexeres FTL ohne. Aber wir werden sehen, keine Ahnung. Das Grüne, was ist das da? Bürger da, Bürger weg. Das ist sowieso da, das ist ja klar. Aber das brauchen wir halt nicht. Das brauchen wir nur bei Quarantine Zone. Quarantine Zone! Entschuldigung, mein Fehler. Lulu Zipfen, ja, war Spaß, geh auch nicht. Also, wenn du nicht, ich auch nicht. Was? 25. Mai ist doch noch gar nicht. Handliche, Alter. Servus, Tante Anni auf einen schönen Stream. Moin, wo sind eigentlich die Likes? Rote Rakete, ist hier ein Springer? Wieso lese ich eigentlich den Chat, Alter? Da herrscht absolute Verwirrung da drin. Franz! Mir ist für 22 Monate. Merch-Handtuch! Es gibt kein Merch-Handtuch. Ich habe noch nie ein Wort über ein Merch-Handtuch verloren. Towel Day, 25. Was ist der Towel Day? Was klar, ich kenne einen Tauli. Ja, der kifft den ganzen Tag. Jetzt warte mal, was für Towel Day? Das muss ich googeln. Towel Day. Was ist das? Montag, 25. Mai, 26. Towel Day. Der Towel Day? Warte mal. Da gehen wir direkt auf den Wikipedia-Eintrag. Das lese ich euch vor. Towel Day. Der Towel Day, deutsch Handtuchtag, ist ein Gedenktag für den britischen Autor Douglas Adams. Der Towel Day findet seit 2001 alljährlich am 25. Mai statt. Wer ist der Douglas Adams? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt ein Battle sage, dann weiß ich es. Douglas Adams, Foto von Michael Hughes. Douglas Noel Adams, Cambridge, Vereinigtes Königreich, war ein britischer Schriftsteller. Er wurde 1979 mit der satirischen Science-Fiction-Reihe Per Anna... Ach, das ist... Verdammt nochmal, das Bücher habe ich sogar halb gelesen. Das ist noch nicht einmal vor einem Jahr.
Verdammt, das ist aus Per Anhalter durch die Galaxis, ist irgendwas mit einem Handtier hier, oder? Heute ist Notruftag wegen 112. Also heute ist... Keine Ahnung, wir spielen jetzt der Last Starship. Was weiß ich, was ihr für eine Scheiße labert. Also, niemals das Handtuch vergessen. Richtig. Ein Pauschka, merci für den Zwickel. Heute einen schlechten Tag auf Arbeit gehabt, danke dir. Wo? Ich hab überhaupt nichts da! Herr Pauschka, merci für den Zwickel. 42, die Antwort auf alle Fragen. Ja, das ist aber auch schon alles, was mir aus dem Film hängen geblieben ist. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Heute ist Mittwoch. Punkt. Ja, das weiß ich gerade noch. Was ist denn heute, Alter? Herr Heimal, merci für 22 Mal. Aber ein Stream halt. Ja, mal eine normale Nachricht. Nice, Alter. So, Alerts sind aus. Habe ich irgendjemand übersehen? Herr Schropp, merci für 64 Monate. Herr Heimal, merci für 22. Franz. Herr Kauldron, merci für 35. Kuss auf die Nuss. Stevie, merci für 23. Löwensee. Babi, der Birger, es fucking schöner Stream. Okolons, Osterbier, lass das schmecken. Herr Fritz, du bist jetzt der Letzte. Bilde mir einen Satz mit Hamster. Hamster ins Hirn geschissen. Das können wir nicht ganz so in schlechten. Jetzt halt sein Futzen! Hä? Gespielt wird jetzt! So, warum ich mich da schon mal in den Tag geschoben habe, ist, weil da unten unser Gate steht später. Mehr habe ich noch nicht gesehen. So, wo fangen wir jetzt da? Jetzt passen wir Obacht. Wir spielen heute, wie man sieht. Jetzt Schluss jetzt mit dem Krampf! Aus! Herr Schwarzsche, jetzt für 7 Monate, der zurück! Der Rest ebenfalls. Dankeschön, Leute, Kuss auf die Nuss. Aber jetzt schauen wir uns das Spiel an. So schaut's aus. Wir spielen heute The Last Starship. Das Allerwichtigste bei solch ist wieder mal ein Indie-Game. Das Allerwichtigste bei sowas ist, wir lassen uns nicht von der Grafik abschrecken. Genau das gleiche wie in RimWorld oder in Faster Than Light. Und wenn ich mir das so schaue, ich habe bloß Screenshots gesehen bis jetzt, dann sind das die ersten 2 Spiele, an die es mich erinnert. Wir werden sehen, was... Stadi! Wenn du das Spiel sagst, du hast das eher The Lost Starship. Dein Name ist ein Lost Starship! So. Ruhe jetzt. So, mehr was Schiffredaktion. Was ist das? Weiß ich nicht. Der Mighty Miner. Okay. Ich habe absolut keine Ahnung, was die... Ui, da gibt's da für Scheißdreck. Bist du Psuff oder was? Was ist denn das da? Schiff bearbeiten. Neues Schiff. Bei Johnny Struggles? Angry Frog Mining Rig? Ich glaube, da gehen wir wieder raus. Ich kenne mich keinen Stecker nicht aus. Geh weg. Binden. Spiel abbrechen. Ja, okay. Das machen wir nicht so. Herr Gerald von Plötze, ein bisschen kiffen? Merci für den Zwickel 50. Herr Richmond, merci für 120 Monate. So. Heute Faster than Rim, oder wie? Ja, das ist eher Faster Rim, aber was das bedeutet, das erzähle ich euch, wenn es ein bisschen älter seid. So. Wir drücken jetzt einfach auf neues Spiel und schauen mal, was passiert. Da, diese comichaften Zeichnungen und so erinnern mich sofort an die Charaktere aus RimWorld, an diese 3 Geschichtenerzähler, wie es in RimWorld heißen und so weiter und so fort. Ich habe absolut keine Ahnung, was das Spiel kann, und da hauen wir uns jetzt einfach rein und schauen, was passiert. Wir Starshipen jetzt. Und schon kaputt gemacht. Birger, du bringst mich seit Anfang an immer zum Lohr. Herr Paschka! This is my job! Freut mich. Lachen Sie weiter. Geschissen auf die Arbeit. Kündig. Kriegt ja jeder... Ja, nein, sag nix. So. Neues Spiel. So, da sind wir. Was gibt's? Und das wieder so... Oh, das ist gesperrt. Überleben gesperrt, ungebunden gesperrt. Warum? Du hast das Ziel, die Voraussetzungen für ein Sterntor nach Andromeda zu erforschen und es zu konstruieren. Beschreiten Sie Ihren eigenen Weg durch geschichtsträchtige Episoden rund um den Sektor und beteiligen Sie sich am Bau eines galaktischen Megaprojekts. Stinkt ein wenig nach NX. Bisschen. Maus-Sensi schon eingestellt. Da glaube ich, muss man kein Maus-Sensi einstellen. Jetzt hört nicht auf! Just Mercy, du mir! Da brauche ich nicht mehr lesen. Heute kriegst du kein Geld nicht. Just Mercy, Alter. Warum? Haben das 2,49 Hosenknöpfe, oder was? Drum ich dir. Also Stargate. Ah ja, heute schauen wir noch ein bisschen Diablo, oder? Ich glaube so alt wie ich heute nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Ich weiß nicht, ob ich es selber überhaupt schaffe, zum Schauen. Ich muss mich dermaßen zusammenreißen, dass nicht auf einmal... Was? Ist halt ein wenig müde, der Papa. Eigentlich müssen wir dann nicht mehr so schmerzen. Aber ich glaube, dann darf jeder von euch auch schlafen und dann kann ich allein spielen.
Mr. Frobby, merci dir. Grüß dich und ja, danke für die letzten 6 Jahre. Alter, schimpf nicht, hast verdient, auch wenn ich stiller zusehen bin. Alter, ohne Scheiß bist du best. Zu viel des Lobs. Sauber zu viel des Lobs. Frobby, merci dir. So, Schluss jetzt. Wir können nicht viel umeinander klicken. Defensive Feinde, nichts da, wir haben ein Pro-Game, wir brauchen keine defensiven Feinde, mit dem wir aufs Spiel beginnen. Ich hoffe, dass es sowas wie ein Tutorial gibt, weil so, oh, Es ist das 23. Jahrhundert. Die Menschheit hat die Sterne kolonisiert. Millionen leben heute auf fernen Welten, hunderte von Lichtjahre von der Erde entfernt. Während der Weltraum zur neuen Grenze wird, beginnt eine Ära beispielloser Erkundung und Expansion. Mächtige Konzerne dominieren ganze Regionen, doch außerhalb ihrer Reichweite liegt Neuland, voller unerklärlicher Geheimnisse und grenzenloser Möglichkeiten. Der CEO der Interstellar Mining Corporation hat eine gewagte Herausforderung herausgegeben. Ein Sterntor zu bauen, das stark genug ist, um unsere nächste Galaxie zu erreichen. Da Billionen an Fördermitteln zur Verfügung stehen, ist die Bühne für furchtlose Abenteuer bereitet, die ihren eigenen Weg im Kosmos gehen wollen. Willst du dich der Herausforderung stellen und deinen eigenen Kurs zwischen den Sternen bestimmen? Weiter! Brumm, brumm. Das meine ich, es ist eine sehr einfache Grafik. Es ist aber scheißegal, wenn das Gameplay geil ist. Dasselbe ist in Faster Than Light und dasselbe ist in Rimworld und in Prison Architect und was es hier für Spiele gibt, die so ausschauen. Minecraft schaut auch nicht schön aus, seien wir uns ehrlich. Ja, und das ist unser Raumschiff. Das weiß ich nicht. Oh, ist das unser Raumschiff? Oh, da kommt eine kleine rote Rakete raus. Andocken! That's what she said. Werftdienst. Was steht da? Werksdienstleistungen. Ein Schiff erstellen. Procyon Cruiser bei Orion Industries. Hülle, Atmosphäre. Um Gottes Willen, okay. Da oben, man kann zoomen. Okay. Kann man da umeinander fahren? Na, kann man nicht. Kann man mit. Oh, mit WASD kann man umeinander. Was ist denn da jetzt los? Okay, was da ist los? Das ist alles groß, was das ich mag das Schiff haben. Das schaut wütend aus. Hat aber auch nicht viel Platz innen, so wie ich das sehe. Oh mein Gott, da bin ich gespannt. Ist das wieder so ein Todeseditor, wo ich mir diese Schiffe selber zusammenbauen kann? Der Sachse meines Vertrauens ist auch da schon. Schöne Grüße aus Aschersleben. Liegt 50 Kilometer südlich von Magdeburg. Ich wollte jetzt gerade sagen, irgendwas muss schreiben, weil wo Aschers fucking Leben ist, das weiß keine Sau nicht. Den Stangelwirt dürfte ich schauen und musste ich nicht. Schön. Ja, das sind integrationsfähige Preisen. Herr Matze, Kuss auf die Nuss, schöne Grüße nach in den Norden. Danke dir. So, jetzt passen wir an. Wir machen jetzt einfach Belfast Shipyard, Procyon Cruiser. Da tun wir mal gleich mal auf Pause. Das ist immer das Allerwichtigste. Was ist das da? Außen, Quartier, außen. Um Gottes Willen. Okay, außen. Außen schauen wir so aus. Das schaut ein bisschen aus wie ein Stereopipperl. Aber gut, Quartiere-Deck. Was haben wir da? Atmosphäre. Aha. Jobs! Sie klauen unsere Jobs! Haben wir keinen. Und da haben wir einen Plan. Oh, ja, das erinnert jetzt wieder ein bisschen sehr an den. Da haben wir Türen, da haben wir Wände, haben wir einen Raumanzug, das ist der Ends Hope. Was haben wir da? Das schaut nach Triebwerk aus. Was ist das alles? Ich weiß es nicht. Ich darf jetzt einmal vorschlagen, was ist denn das da? Taktisch! Okay, das ist mal. Oh mein Gott, Alter, was ist denn das? Okay. Ja, okay. Ja, das da unten gehen wir jetzt nicht. Machen wir einfach mal das Tutorial. Ich muss ja schnell auf Zeiten gehen, da steht noch ein bisschen Lebse, da stehen noch Sachen. Wir haben 5 Personen, 4000 blau, 2990 graublau, 298 grün und 5000 gelb. Was ist, werden wir schon noch irgendwann herausfinden. Bitte das Baumenü lesen. Ich fürchte, da wird uns heute nichts übrig bleiben. Bei den Spielen ist es doch durchaus wichtig, weil da rieche ich bis jetzt schon her, dass da 5 Millionen versteckte Mechaniken drin sind, die du so nicht außerfindest, ohne dass du ein bisschen was liest. Darum, hier, Tutorial, weiter. Willkommen in unserem neuen Zuhause. Also das ist unser Startschiff. Dieses Schiff kommt frisch aus der Werft. Im Moment ist es nur ein leerer Rumpf, ohne Strom und ohne atembare Atmosphäre. Unsere erste Aufgabe besteht darin, das zu ändern. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. Okay. Verwenden Sie WASD oder die Pfeiltasten? Boah, leck, das ist ja völlig oldschool. Oldschool Pfeiltasten. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass die Pfeiltasten. Warte mal. Kann ich mal
meine mittlerweile, glaube ich, 10 Jahre alte, total abgeranzte Tastatur mir herzeigen. Fuck. Siehst du das da? Kannst du da auf der linken Seite nur irgendeine Tasten lesen? Ich nicht. Die einzigen Tasten, die man noch lesen kann, sind Pfeiltasten. Ich glaube, das ist die am wenigsten beanspruchte Taste auf dieser Tastatur. Zoomen Sie die Ansicht mit dem Mausrad oder QE. Kriegen wir hin. Haben wir auch schon gemacht. Ziehen Sie die Ansicht mit der mittleren Maustaste. Ja, das kennen wir alles. Das kennen wir alles. Beginnen wir mit der Installation eines Reaktors, um Strom für unser Schiff zu erzeugen. Klicken Sie auf das Menü Konstruktion und dann auf Installieren. Oh, das ist sogar so schön gemacht. Das kann man sich gerne mal für Annex abschauen, dass man so kleine Hints kriegt und dann so eine kleine Schnur da oben fährt, die dir zeigt, was du hinklicken musst. Für die Ultra-Lost People, die wieder zu alt zum Baumenü lesen sind. Anschläge 2,5 Billionen. Ich hab dieselbe Tastatur. Ich bin so traurig, dass es nicht mehr gibt. Rocket Skelter, beste Tastatur auf diesem Planeten. Da kann ich mein Handy nämlich da reinstecken, da muss ich es nie mitnehmen. Und meine Lichtertastatur, die ist schon seit, warte mal. Lichter Fernbedienung, nicht Tastatur. Die glaube ich schon seit 2 Jahren nicht mehr geht, aber ist wurscht. Sie steckt da drin, das ist wichtig. Reaktor, klicken Sie auf Konstruktion, installieren. Klicken wir mal, schauen wir mal, was wir bauen können. So, installieren, demontieren, Kabel, Rohrleitungen, Lager. Installieren. Es gibt keine Bilder, sondern ich muss lesen. Das macht mir ein bisschen traurig. Strom installieren. Dies ist die gesamte verpackte Ausrüstung, die Sie an Bord haben. Wählen Sie den Reaktor aus der Liste. Achso, das Zeug habe ich an... Moment mal, ist das Klump da? Ist das da? Was haben wir da? Ah, steht... schau hier, steht sogar dort. Reaktor, kleiner Tank. Was haben wir da? Sauerstoff, blub, irgendwas. Okay, also das sind unsere Ressourcen und das ist offensichtlich so ein kleiner Lagerplatz, den man wieder unterteilen kann. Das kennen wir auch aus Rimworld, da kann man auch so Lagerplätze beziehen halt einfach, wo dann die Manschgal selber Manschgal. Warum ist denn das nicht mehr auf Pause da? Wir haben auf Pause jetzt, wir verlieren die ganze Zeit irgendwelche Ressourcen, wenn ich da 3 Stunden brauche. Sagt's einmal selber, Manschgal. Das ist schon irgendwie komisch. Manschgal ist ein lustiges Wort. Sagt ihr dazu? Dies ist die gesamte verpackte Ausrüstung, die Sie an Bord haben. Wählen Sie den Reaktor aus. Oh, lesen wir gleich mit. Verbrennt hochenergetischen Treibstoff, um Strom zu erzeugen. Muss mit Treibstoff versorgt werden über eine Leitung. Verbindet dann die Kabel mit anderen Geräten. Das ist wie in Rimworld. Erzeugt eine maximale Leistung von 100 Megawatt. Er ist drehbar und hat eine Größe von 3x3. So, dann werden wir mal den Reaktor nehmen. Und wo ziehen wir den hin? Was ist denn taktisch klug, wo man einen Reaktor hinstellt? 1, 2, 3, 4, 5. Kann man wieder nicht gescheit mitten einstellen. Da kriegt mein innerer Monk schon wieder einen Vogel! Muss ich da hinten einen Reaktor, aber wenn man da hinten nicht Beine schießt, das rieche ich doch von da. Dass wenn da irgendjemand auf mein Schiff schießt, dass da die Wände kaputt gehen und dann mein Reaktor kaputt geht. Was soll denn da dazu sagen? Schüssel in den Reaktorraum. Ja, von hinten. Aber wo ist denn der Reaktorraum? Ich weiß nicht. Ich stehe jetzt einfach mal daher. Es wird dann schon passen. Den werden wir schon umbauen können. So, hier rein damit. So, mittelgroßer Tank. In diesem Tank werden Flüssigkeiten oder Gase gelagert. Mittelgroßer Tank. Wo tut den hin? Da tut man was dran. Ja. Ah ja. Da zwickt man jetzt oben rein. Oder zwickt man links und rechts. Ich weiß ja gar nicht, ist das irgendwie gefährlich? Können die explodieren? Fängt dann alles das Brennen an? Wie in Rimworld? Oder was soll ich machen? Ist da ein Tier dazwischen? Schaut denn da so ein Tier aus? Ja, da ist ein Tier dazwischen. Kann man da was reinzwicken? Nein, da kann man wieder nichts reinzwicken. Ich sag das jetzt, was ist? Mit dem wir da einen Tank her. Den zwicken wir jetzt einfach da hin. Lüftungsanlage. Bringt Sauerstoff in die umliegende Kabine ein, bis die Luft sich atmen lässt. Muss über eine Rohrleitung mit Sauerstoff versorgt werden. Ja, kruzifix. Okay, Lüftungsanlage. Verstehe ich nicht. Warum blinkt da, warum wird das da orange? Schaut mir ja so, als müsste die das irgendwie... Ja, was weiß denn ich? Stell es einfach, wo stellen wir es denn hin? Stell es halt einfach da hin. Kleiner Tank. In diesem Tank werden Flüssigkeiten oder Gase gelagert, haben wir schon gehabt. Wieso ist denn der Tank größer als der andere? Dann stellen wir den daneben hin. Hätte ich vorgeschlagen. Und dann stellen wir ihn da oben. Den stellen wir da oben. So. Was ist jetzt da? Sauerstoff beladen. Treibstoff beladen. Ja, sag mal.
bitte sag mir nicht, dass das Tutorial schon hieß, weil ich riech bis daher, dass ich nicht weiß, was zum da ist. Na gut, aber den haben wir mal einen Sauerstoffbelader. Er greift einen unter Druck stehenden... Autosave in 3, okay. Er greift einen unter Druck stehenden Kanister mit Sauerstoff und pumpt den Inhalt in eine Unterflurrohrleitung, setze Rohrleitungen ein, um ihn mit der Lüftungsanlage zu verbinden und die Kabine mit Sauerstoff zu versorgen. Was für Tutorial, ja, ich bin auch noch ein bisschen unschlüssig, muss ich sagen. Was weiß ich, wo der hingehört? Sauerstoff, darf der dann nicht da so in der Nacken stehen, oder was bedeutet das Orange da? Ja gut, schauen wir mal. Ist ja vollkommen wurscht, den zwicken wir jetzt einfach, wo zwicken wir den hin? Den zwicken einfach irgendwo hin, ist doch wurscht. Da wurscht am Anfang, bei denen Spielen muss sowieso 8-mal anfangen. So, installieren, Treibstoffbelader, den der wir jetzt einfach da hin. Wir haben noch einen Chance finden. So, Reaktor in der Liste. Installieren. Hab ich gemacht. Und jetzt, wenn ich das Tutorial zumache, bin ich gefickt. Ich weiß ganz genau. Hallo! Ich hab alles installiert! Richtige Maustaste abbrechen. Ach, Moment mal. Möglicherweise haben wir jetzt das ganze Klump irgendwo gebaut, wo es gar nicht hingehört. Ich habe auf Pause gedrückt. Und wenn das ist wie in RimWorld, dann ich gebe Aufgaben, dann geht die Crew rum und baut das Zeug umeinander. Ihre Crew wird den Reaktor installieren. Ja, und alle anderen nachzahlen. Ja, hab ich nicht drüber nachgedacht jetzt. Nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. So. Wir müssen den Kraftstofflader über ein Rohr mit dem Reaktor verbinden. So, wo ist der Kraftstofflader? Das ist der Treibstofflader und wo ist der... Wo Treibstofflader? Das ist der da, glaube ich. Das ist der Sauerstofflader. Wo ist der Kraftstofflader? Was will das Spiel von mir? Look auf Plates, installier den Schund. Wählen Sie Rohre aus dem Konstruktionsmenü. Rohre. So, da haben wir einen Reaktor, kleiner Tank, mittelgroßer Tank, Leiter, Treibstoff, Sauerstoff. Okay. Das heißt, Kraftstofflader über einen Reaktor verbinden. Dann machen wir jetzt so. Oder so. Oder hat der irgendeinen spezifischen Ausgang, oder wie verstehe ich das? Kraftstofflader ist gleich Treibstofflader. Ja, ist. Da haben wir wieder bei der guten Übersetzung, aber das ist nicht so wichtig. Und schauen wir mal. Rohrleitungen haben wir gemacht. Bauen wir das. Okay. Ziehen Sie ein Rohr vom Kraftstofflader zum Reaktor und verbinden Sie die gelben Rohrkreise. Ach so. Das heißt, die muss wahrscheinlich da so her. Und... Nein, mein innerer Monk sagt, das ist nichts. Mein innerer Monk sagt, das muss er so machen. Okay. Kraftstoffrohre werden verwendet, um den Ausgang eines Geräts mit dem Eingang eines anderen Geräts zu verbinden. Heilige Scheiße, sind wir wieder eher bei Factorio und Faster Than Light als bei RimWorld. Kraftstoffrohre sind gelb und müssen mit den gelben Kreisen an der Ausrüstung verbunden werden. Okay, Kraftstoff gelb, das kriegen wir hin. So, bauen wir den Schund. Ist das automatisch baut oder muss das die Crew machen? Was kostet das schon? Der Reaktor startet. Dann haben wir so ein kleines Ding da. Reaktor 2 MW, der Reaktor ist aktiviert, wir erzeugen jetzt Energie für unser Schiff. Die Lüftungsanlage muss vom Reaktor mit Strom versorgt werden. Wählen Sie Kabel aus dem Menü Konstruktion. Das kriegen wir hier, Kabel. Und die sind offensichtlich rot. Da gehen wir jetzt einfach da oben. Und da oben. Und dann lassen wir ihn da. Wir müssen den Sauerstofflader über Rohre mit der Lüftungsanlage verbinden. Wählen Sie Rohrleitungen aus dem Menü Dingsbums. So, Rohrleitungen. Na geht, ja, das hätten wir alles besser machen können, Birger! Kruzifix, kann man das Ding abbauen? Laden, Sauerstoff, entladen, Stopp. Nein, kann man wieder nicht. Ja, das haben wir wieder gut zusammengebracht. Kruzifix. Gib mal Rohrleitung her. Ja, dann bauen wir halt kreuz und quer miteinander. Ist ja wurscht. Niemand jemals hat seinen ersten Spielstand jemals fertig gespielt. Jemals. Der Andi Wand schreibt schon was Interessantes. Hat was von Prison Architect. Ziemlich exakt. Schaut aus wie RimWorld. Hat ein bisschen was anscheinend von Factorio. Und Faster Than Light. Wobei zu Faster Than Light kommen wir hoffentlich irgendwann einmal. Die Lüftungsanlage ist aktiviert und setzt die Kabine unter Druck. Die Atmosphäre wird bald atembar sein. Wo sägen die das? Ah ja, da herum. Ja, Atmosphäre 12%, 13%, wunderschön. Weiter. Das Schiff verfügt über 2 werksseitig eingebaute Motoren, die wir jedoch noch anschließen müssen.
Motoren benötigen zum Betrieb sowohl Strom als auch Kraftstoff. Wir müssen beide Motoren an Kraftstoff und Strom anschließen. Haben wir ja quasi gerade gelernt. So, hier Strom. Dann machen wir einmal so. Dann machen wir einmal so. Das schaut schon mal vernünftig aus. Und dann brauchen wir noch ein Rell. Ja, der Reaktor gibt auch Treibstoff, gell? Ja, dann machen wir das Saving Gabe. So, sehr gut. Weiter. Unsere beiden Motoren sind jetzt einsatzbereit. Wir sollten unseren Triebwerken einen kleinen Testflug geben. Um unser Schiff zu manövrieren, wechseln wir in den taktischen Modus, indem Sie auf die hervorgehobene Schaltfläche klicken oder T drücken. Sind Sie sicher, dass Sie das zu Schulden... Nein! Hoppala, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Okay. T. Okay, das darf mich jetzt schon ein wenig frustrieren, wenn ich so umeinander fliegen muss. Mit dieser Grafik. Von hier aus können Sie den Schub Ihres Motors direkt steuern. Oh! Versuchen Sie mit dieser Steuerung den Schub Ihres Motors zu erhöhen. Okay. Oh, das erinnert sehr stark an Eve. Da ist es auch so, da kannst du Vollgas geben, kannst deine Geschwindigkeiten, je nachdem wie schwer das dein Schiff ist, wie wendig und so weiter und so fort. Jetzt nehmen wir einfach mal Vollgas in, wenn ich da her... Wir können das Schiff durch einen Linksklick im taktischen Modus in die Richtung drehen, in die wir fahren möchten. Brother, wird mir direkt schlecht. So, per Rechtsklick können wir unser Schiff an einen bestimmten Ort schicken. Versuchen Sie, ein Ziel festzulegen, indem Sie mit der rechten Maustaste in der taktischen Ansicht klicken. Zu verkaufen, New Ship. Das will ich nicht haben. Ich mag wieder zurückfahren. Ich mag daher. Und dann lenkt das da selber hier, oder was? Gehen wir mal Vollgas. Verlassen Sie den taktischen Modus. Das kriegen wir hin. Ah, leck mir am Arsch, da muss ich nicht da ohne, wenn das da alles sich mitdreht, da kriege ich bloß einen Kollaps. So, wir fliegen mal. Okay. Dann wollen wir auf Pause während lesen. Ihre Crew wird das Schiff weiterhin bedienen und die Motoren während ihrer Reise am Laufen halten. Versuchen Sie in dem System herumzufliegen, bis Sie die Steuerung beherrschen. Wenn Sie bereit sind, bringen Sie das Schiff zum Stillstand, indem Sie Tactical-Modus den Schub auf 0 stellen. Okay. Und so kann ich nicht umeinander fliegen. Ich muss da immer in den... Ja, das verstehe ich irgendwo. Das ist in Eve leider Gottes dasselbe. Eve, du speist Eve nicht richtig, wenn du dein Raumschiff nur sägst. Anders kann ich es jetzt nicht beschreiben. Du sägst eigentlich bloß nur eine Ultra-Excel-Listen auf Crack. Deswegen kann ich da jetzt nicht besser sein. Aber wir gehen jetzt da hier auf Stillstand. Und dann wird das Tutorial schon weitergehen. Da ist Scavenger! Was ist denn das? Tut der Scavenger oder was tut denn der? Ja gut. Eins nach dem anderen. Braucht man da keine Brücke? Das ist eine gute Frage, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich hätte eigentlich gemeint, dass das so der Brückenkopf ist, aber anscheinend nicht. Ich weiß nicht, wie es das Raumschiff steuern, aber die werden schon wissen, wie. So, was bedeutet das da? Das ist offensichtlich der Strom, das ist offensichtlich unser Treibstoff. Und das sind unsere Treibstoffkanister, die werden wahrscheinlich von der Crew da eingetragen und der pumpt das dann da 4, wenn ich das richtig verstanden habe. Beziehungsweise der pumpt in den Reaktor und der Reaktor verteilt es dann an alle sämtlichen Geräte. Okay. Da unser Schiff nun in Betrieb ist, müssen wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Wir können Aufträge für finanzielle Belohnungen und Reputation abschließen. Öffnen Sie den Bildschirm Aufträge, um eine Liste der verfügbaren Aufträge anzuzeigen. Ja gut, das ist einmal furchtbar wichtig, weil wenn ich da sinnlos im All umeinander pimmelt, ja gut, das kann auch Spaß machen, aber warum nicht? In RimWorld hast du ja auch kein Ziel nicht, oder in FTL. Ja, in FTL schon. Herr Papay, Donald! Der Meister soll, ich bin spät, oben nur zur Chefin müssen. Schöne Grüße aus Österreich. Woher auch sonst, wenn da ein zweistelliger Betrag steht. Merci dir, Kuss auf die Nuss. Handkerchief, merci für 84 Monate. Fix, Zeit vergeht. Ja, das kannst du laut sagen. So, wird per App gesteuert. Wahrscheinlich. Da hin. Siri fliegt da hinten. Warum habe ich nicht Siri gesagt? Weiß ich nicht. So, Aufträge. Schauen wir mal, was wir so zum Durchgehen. Da unser Schiff nun in Betrieb ist, das ist das andere. Okay. So, was haben wir da? Wir haben übrigens $300.000. Ressourcenabbau, bla bla bla. Dringende Anfrage zur Personenbeförderung. Wir spielen ein Taxi. Kuriermission, liefere Fracht in ein nahe gelegenes System. Dringende Anfrage zur Personenübermittlung. Ja. Kann ich da jetzt einfach einen annehmen, oder was soll ich denn da? Liste verfügbar, aber vielleicht müssen wir wieder auf Play drücken.
Hier haben wir einen Personenbeförderungsvertrag. Klicken Sie darauf, um weitere Details anzuzeigen. Wo ist der? Okay. Machen wir so. Okay. Also, das ist immer so krass. So ein Spiel, es schaut, meine linke Hirnhälfte überlegt nämlich die ganze Zeit, wie man sowas da in Annex einbauen könnte. Und ich überlege die ganze Zeit so, was kann man so machen, was kann man so machen. Ne? Da siehst, wenn ein Programmierer ein Spiel macht, und schaut das so aus und ist todeskomplex. Aber klang das geht einfach für den Designer noch nicht. Weil wenn ich die Menüs sehe und so, dann kriege ich einen Schlaganfall. Aber es ist halt so. Dringende Anfrage zur Personenbeförderung. Eine Gruppe von 28 Zivilisten hätte gerne eine sichere Transportmöglichkeit. Ihr Zielort liegt im aktuellen Sektor, setzen Sie im Sternensystem NG14 ab. In den Quartieren deines Schiffs muss es genügend freie Kabinen geben. Diese Mission hat einen Schwierigkeitsgrad 1. Die Vergütung beträgt $56.000. Vertrag erfordert Ausrüstung und Antrieb. Vertrag erfordert mindestens 28 freie Kabinen. Das ist erfüllt. Annehmen und zuweisen Procyon Cruiser. Okay, das heißt für mich durch die Blume, man kann mehrere Raumschiffe haben. Aber gut. Für diese Mission müssten wir eine Gruppe von Menschen von hier an einen anderen Ort im Sektor transportieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche Akzeptieren, um diesen Auftrag der Procyon zuzuweisen. Zuweisen! Angenommen, sammeln Sie alle Passagiere und transportieren Sie die Scheiße zum Ziel. Die Passagiere werden per Shuttle zur Procyon gebracht. Das heißt, da fliegt jetzt ein Shuttle her, oder was? Shuttle wo? Ah, da kommt's. Die rechte Hälfte, Mike, die schmeißt mit euch. Die buffet einfach irgendwas vor sich hin, was sie sich gerade denkt. So, 28, ich bin jetzt gespannt, in welche Kabinen das... Wo geht's denn da hin? Das ist außen, das ist Quartierdeck. Atmosphäre, schaut gut aus. Jobs, sie kann unsere Jobs. Plan. Wo haben die jetzt hier? Was ist denn das da? Leiter, ja Leiter ist schön und gut. Wohin denn? Nach unten oder nach oben? Naja gut. Dringende Anfrage, bla bla bla. Werte schneller als Licht. Wir können diese Passagiere ohne FTL-Antrieb nicht an ihr Ziel bringen. Leider ist dieses Schiff nicht mit einem FTL-Antrieb ausgestattet. Wir müssen einen kaufen und ihn einrichten. Haben wir schon wieder bei FTL. Was immer übrigens Faster Than Likes heißt. Faster Than Likes. Jetzt lese ich mit meiner halberten Hirnhälften irgendwo Likes im Chat und schreibe Faster Than Likes. Hashtag Faster Than Likes. Habt ihr heute schon auf Like-Button gedrückt? Weiß ich nicht. Quartiere sind aber nicht wirklich ausgebaut. Das macht keinen Sinn. Wölfchen. Das macht keinen Sinn. Aber schauen wir mal weiter. Kaufen und einreden. Öffne den Handelsbildschirm. Um einen FTL-Antrieb. Da können wir handeln. Jawohl. Der von uns benötigte Artikel ist unter Antrieb aufgeführt. Wählen Sie diese Kategorie aus. Antrieb. FTL-Antrieb. Füge einen FTL-Antrieb zu unserer Bestellung hinzu, indem du auf den Eintrag in der Liste klickst. Klick. Kosten. Bestätigen. FTL-Antriebe verbrauchen eine Treibstoffladung pro Sprung. Füge auch 5 FTL-Ladungen zu deiner Bestellung hinzu. FTL 1, 2, 3, 4, 5. Bestätigen Sie die Bestellung. Okay. Ein Shuttle bringt die Artikel zu uns. Ja, muss ich da nicht irgendwie zurück zu so einem Hub fliegen oder so? Oder kommt das einfach mitten im All ein random Shuttle und bringt uns irgendeinen Klump? Das ist nur irgendwie komisch. Hat das Schiff einen Keller? Ich habe schon durchgeklickt, aber ich sehe da nichts. Vielleicht sagt uns das Tutorial, was los ist. So, installiere den FTL-Antrieb an einer beliebigen Stelle in deinem Schiff. Ich glaube nicht, dass die so ultra beliebig ist. Aber das werden wir schon herausfinden. So, hier FTL-Antrieb, drehbar, mit Energie versorgt, 3x3, Ladung pro Nutzung 1000 Megawatt. Ja, den stellen wir da oben einer, weil warum nicht? Wobei, stellen wir da einer. Stellen wir da hin, direkt. Brauchen wir nicht so viel Rohrleitung legen. Das hat nichts gekostet, oder? Weil FTL kann da for the loss heißen, oder? Mit Sicherheit. FTL kann auch Food-Titten und Leberkäse heißen. Keine Ahnung. Kuhmeister, just saying. Wolfgang, ich weiß nicht, was man sagen möchte. Da hat das Schiff Knierscheiben. Da eine und da die zweite. Ja. Schließe den FTL-Antrieb mit einem Stromnetz an. Ja, das haben wir auch schon alles gemacht. Dann machen wir es so. In Rimworld da ist nicht so machen, aber wisst ihr, was es ist.
Wir können die Arbeit unserer Crew effizienter gestalten, indem wir sie anweisen, FTL-Ladungen in der Nähe des FTL-Antriebs zu lagern. Wähle Storage aus, Construction-Symbolleiste und dann FTL-Ladungen aus einer Liste aus. Lager. Okay, das erinnert sehr schwer an Rimworld, FTL-Ladung und dann werde ich da wahrscheinlich einen Bereich. Ziehe nun eine Lagerzone in der Nähe. Dann da ich fast sagen, die stellen wir da ins Eck so eine. Hinter ins Eck! FTL-Lader steht sogar dort, das ist gut, das gefällt mir gut. Die Crew wird alle FTL-Ladungen in diese Zone bringen. Okay. Alle Passagiere wurden auf die Programm gebracht und unser FTL-Antrieb ist betriebsbereit. Wir müssen jetzt einen FTL-Sprung zu ihrem Ziel planen. Öffne die Sektorenkarte. Sektorkarte. Flashbang! Ja! Ah! Warum, Mann? Kann ich da irgendwie umeinander fahren? Da kann ich gar nichts machen. Warum kann ich da irgendwie... Okay, das ist... Du... Ha! Gott segne! Links oben, dunkler Modus! Wer jemals? Why is this not the standard map? God damn it! Okay. Oh ja, gut, dass ich es gefunden hab. Da oben im Lager liegt das Ideal-Standardbecken. Das holst du jetzt. Bürger, aber du Serie die Wurst da, der Frau kann sie sich hinein. Habe die zurück. Schneller als Licht. Dies ist eine Karte aller Systeme in diesem Sektor. Unser Schiff und unsere Raumstation befinden sich in der Mitte, wo auf der Karte Sie sind hier markiert ist. Ja, das hätte man jetzt ein Depp sagen können. Legen Sie einen Kurs zum Ziel fest, beschriftet mit Befördere Passagiere, indem Sie draufklicken. Klicke drauf! Klicken Sie auf Sprung vorbereiten, um das Schiff auszurichten und für den Hyperraum vorzubereiten. Sprung vorbereiten. Recon Cruiser ausrichten. Was passiert denn? Springen. Spreng ihn! Interstellares Reisen. Hauptsache kein Flashbang. Aber gut, so wird man sich halt in dem Sonnensystem oder allgemein in dem Sektor, besser gesagt, wahrscheinlich von Gebiet zu Gebiet bewegen. Wir sind im Zielsystem angekommen. Okay, jetzt müssen wir unseren abgeschlossenen Passagiervertrag abgeben. Öffnen Sie den Bildschirm Aufträge und wählen Sie die Passagiermission aus. Ich kann doch da herum einfach abschließen, oder nicht? Liefern. Liefern? Liefern. Sie sind hier. Auf der Karte zeigen. Okay, das brauchen wir nicht. Liefern. Zur Abholung der Passagiere wird ein Shuttle entsandt. Das finde ich irgendwie komisch. Das ist irgendwie eine komische Mechanik, dass da jetzt mal aus dem Nichts irgendwo ein Shuttle daherpimmelt und dir deine Quest-Sachen abholt und bringt und so. Aber gut, schauen wir mal weiter. Musik ist chillig. So eine Musik, in der ich spiele, ist eigentlich immer chillig. Das treffen sie irgendwie alle, das kennen sie irgendwie alle. Frag mich nicht warum. Vertrag abschließen. 11 Passagiere von 28 haben es sicher an den Zielort geschafft. Fällige Gesamtzahlung 22.000. Okay, das heißt für mich auf der Reise kann da hoffentlich natürlich Scheiße passieren. Und dann bloß die Hälfte von den Passagieren ankommen oder verhungern oder was weiß ich, um was man sich alles kümmern muss. Die Passagiere sind alle wohlbehalten angekommen. Sie bekommen jetzt die Belohnung ausgezahlt und erhalten außerdem Punkte für ihre humanitäre Einstufung. Diese verschaffen ihnen Zugang zu schwierigeren und lukrativeren Missionen. Okay, wir haben die Grundlagen behandelt. Sie haben gelernt, wie sie Ausrüstung auf ihrem Schiff installieren und wie sie im Weltraum navigieren. Für welchen Beruf sie sich entscheiden, liegt nun bei ihnen. Okay, es gibt viele Möglichkeiten zur Auswahl und sie werden im Laufe ihrer Arbeit mehr erfahren. Öffnen Sie das Vertragsboard. Also wenn mir die jetzt mit so einer Eve-Sache in 2D ums Eck kommen, dass du da meinen kannst, du kannst Kopfgeldjäger machen, du kannst alles machen. Du kannst machen, was du willst. Das ist ein absolutes Sandbox-Game. Dann habe ich mir möglicherweise jetzt gerade ein Ohr gelegt, weil ich glaube, es gibt kein Spiel, das ich länger gespielt habe als Eve. Doch, WoW und LOL. Aber sonst nicht Counter-Strike, aber sonst nicht viel. Doch sie müssen wachsam bleiben. Es gibt Berichte über noch lukrativere Möglichkeiten, die sie selbst finden müssen. Ah, okay. Schmuggler, alles Mögliche. Alles Mögliche. Das Einzige, was mich gerade ein bisschen irritiert ist, was so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Was so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Es nimmt nicht... Es nimmt Atmosphäre. Ich komme in dem System am Arsch der Welt und dann kommt einfach irgendwo ein Shuttle her und holt die Typen ab.
Ja, Warzi ist da, das ist gut. Ich weiß nicht, ob du von Anfang an schon da warst, jetzt habe ich ihn gelesen, passt. Probiere ich nur für dich als heute Spiel. Aber es erinnert sehr stark an Eve, also von den Mechaniken. Optisch nicht. Eve ist doch nochmal 3D, das ist nochmal ganz was anderes mit Tracking-Geschwindigkeit von 20.000 verschiedene Waffentypen und keine Ahnung was. Aber gut, wieder eine andere Geschichte. So, was muss ich jetzt tun? Ende des Tutorials? Wie Ende des Tutorials? Ja, und jetzt? Okay. Sind Sie sicher, dass das... Ja, was sollst du überspringen? Das ist ja kosten, wären wir fertig. 3 neutrale Schiffe. Starbase, Dream, Nebula. Oh, lecker, was ist denn das? Das stinkt nach Drohnen. Boah, leck, das schaut voll narrisch aus, das Ding. Bist du besoffen? Das da stinkt nach Drohnen. Was ist denn das? Ein Jäger. Das, da glaube ich, haben wir auch schon ein wenig zwei rund. Was haben wir da noch? Starbase Icarus. Das schaut auch voll narrisch aus, das Ding. Okay. Ja, was haben wir jetzt? Ja gut, dann werden wir uns reinfuchsen müssen. Ich meine, das ist, was das ist. Das ist schon eher unsere Preisklasse, man hier. So, aber es ist schon mal schön zum sehen, dass da NPCs umeinander fliegen und da das all nicht komplett leer ist und so weiter und so fort. Aber die Frage ist, was soll ich jetzt machen? Sektorkarte und wo? Wie? Wieso? Kolonie? Was heißt denn Kolonie? Ach, das ist meine Kolonie oder was? Dringende Anfrage, Personenbeförderungsvertrag abgeschlossen. Werte Humanitär 28 XP Rang 1. Kampf, Industrie, Humanitär, Logistik, Handel. Das sind offensichtlich so Berufe. Kampf, Industrie, Humanitär, Logistik, Handel. Der Kampf ist, glaube ich, offensichtlich. Industrie hört sich für mich so an nach Bergbau. Also du hast Bergbaulaser, fährst zum Asteroiden hin und verkaufst die Sachen. Humanitär ist anscheinend das, was wir gerade gemacht haben. Also so Personentransporte, vielleicht auch mal Sachen befreien. Bin gespannt aufs Kampfsystem. Logistik ist eher so Sachen von A nach B transportieren und Handeln ist Sachen kaufen und verkaufen. Sehr gut. Sektorkarte, Faster than Light, Aufträge, Rezepte? Akku. Um Gottes Willen. Ich mache jetzt da mal das Tutorial zu. Weil ich glaube, da geht's nicht weiter. Tutorial überspringen. So. Rahmen, Energiespule, Edelmetalle, geht in den Montagetisch anscheinend, den wir noch nicht haben, und das baut dann Akkus. Okay, da ist ein System drin eingebaut wie ein Factorio anscheinend. Aber wo kriegen wir den Scheiß da her? Da brauchen wir Metallbarren in den ich riech wirklich Eve bis hierhin, Alter. Eve ist, glaube ich, wirklich das ist eigentlich auch was wir mal spielen sollten. Das haben wir noch nie da. Bloß im Highsec irgendwo mal anpimmeln oder keine Ahnung was. Oh mein Gott, wie erklären das jetzt? Eve zeichnet sich, oder Eve hat mich so krass fasziniert, weil diese Sandbox in diesem MMO, also Weltraum-MMO, das ist so ultra komplex, dass du einen Schädel reißt. Ich bin mir sicher, dass ich in dem Ding 5.000 bis 10.000 Stunden Playtime habe und immer noch nichts kapiere. Oder nur die Hälfte kapiere, wenn überhaupt. Und da ist auch so, das was so besonders macht, Eve hat eine komplett Player-Driven Economy. Das bedeutet, jedes Raumschiff, jeder Schuss Munition, jedes Modul in deinem Raumschiff, jede Waffen, jede Panzerung, alles, egal was, ist mittlerweile leider Gottes nicht mehr ganz, ich sage einmal zu 90% von Spielern produziert. Das heißt, da ist jemand in ein Raumschiff eingestiegen, in einen Asteroidengürtel geflogen, hat sich da 8 Stunden eingesessen und hat irgendwelche Mineralien da gefahren. So hat die nach Hause geflogen, hat die raffiniert, irgendwie umgewandelt in Metallbarren zum Beispiel. Bloß gibt es in Eve ungefähr, wie viele Items gibt es in Eve? 30.000? Geht es bei Eve auch ums Kolonisieren? In Eve geht es um gar nichts, wenn man so will. Eve ist eine reine Sandbox. Du kannst da drin tun, was du willst. Du kannst eine Gilde aufbauen, die sich nur
um Mining kümmert. Es gibt, kannst du Gilde aufbauen oder Korps im besseren Sinne aufbauen, die nur im 06 sitzt und nur PvP macht und. 20 Jahre Eve, die letzte Hälfte mit 3 Chars gleichzeitig. Herr Walz, ich weiß das. Das habe ich nie verstanden, warum ihr mit 3 Chars spielt. Ich war mit einem schon überfordert. Aber ich habe am Schluss auch noch 2 Alts gehabt. Irgendjemand muss auch handeln, währenddessen die Leute über den Haufen schießen. So, wo kriegen wir Metallbahn her? Aus Metallschrott. Den muss man in den Schmelzofen einschirben, dann gehen wir Metallbahn raus. Wo kriegt man Metallschrott her? Schau dir mal das ganze Zeug da an. Ich möchte wetten, dass der Hälfte noch nicht einmal erforscht ist. Ein Motor, Metallbahn, Kupferbarren, was haben wir da noch? Tiliumkristalle, Edelmetalle, Metallbahn, Deuterium. Das schaut mir alles so an, wie so, das sind so die was sind denn stabile Isotope? Das kriegt man. Das waren nicht so Isotope auch ein Eve von dem Planetary Management Scheiß da und so? Wie hat's denn geheißen? PI halt, in Eve. Da hast du doch auch so Isotop-Scheiß rausgekriegt und was weiß ich was. Ich glaube, Spezies von mir haben wir Eve gespielt. Da habe ich sehr viel Zeit verbracht. Da habe ich, was ist da los? Corinna! Welcome to the Squad. Ab in den Chat, da habe ich Erik Corinna, wenn ich mitmache, das ist eine Kacknudel. Corinna, dankeschön für deine Mitgliedschaft und welcome to the Squad. Deuterium kenne ich nur als O-Game. Sie werden lachen, Herr Blaze. Ich weiß nicht, ob du NX gespielt hast, das ist mein eigenes Spiel. Wir sehen uns übrigens am Freitag mit einem kurzen Stream über ungefähr 20, 30 Minuten. Da geht Runde 2 in meinem eigenen Spiel aus. Sie werden lachen, in meinem Spiel hat er ganz am Anfang der 4. Rohstoff, also die 3 Grundrohstoffe, da hat es nicht 5 gegeben, sondern bloß 1. Und der hat auch Deuterium geheißen. Ist ja wurscht. Da gibt es einen Haufen Zeug. Die Frage ist jetzt halt, wir müssen mal herausfinden, wie man da rankommt. Veredeltes Metreon. CO2-Absorber. Wo kriegt man das Zeug her? Keine Ahnung. Ich darf jetzt einfach mal ein paar Aufträge machen und schauen, was man da so tun muss. Das ist einmal das Erste, was wir jetzt tun. Ein Wolf im Schafspelz. Reise nach Interstellarer Prospektor, installiere eine Drohnenbucht und besitze mindestens eine Logistikdrohne. Was? Das Problem mit Titlets. Reise nach X35904. Schwarze Lochsonne. Reise nach QZ247. Ich hab so das Gefühl, für 200k fliege ich da hier und stirb. Kuriermission. Das ist unsere Baustelle. Erstmal Kuriermission. Liefere Fracht in ein nahegelegenes System. Vertrag erfordert Ausrüstung, Antrieb, das haben wir. Kann Starhopper nicht zugewiesen werden. Was für Starhopper? Ich bin kein Starhopper. Ich kenne mich nicht aus. Für sowas kein Tutorial anbieten ist hart. Freunde der Sonne, was ist denn das da? Befehle. Flottenlogistik. Außen ein. Erst einmal auskurieren. Bergbau. Autohandel. Das schaut mir noch einer Andromeda-Projekt Teil 1. Schalte Phase 1 und 2 des Andromeda-Projekts frei. Sterntor-Rahmen in Tor. Oh mein Gott, vielleicht kann man sich da ein bisschen was abschauen. Auch für NX. Aber ist was anderes. Forschung starten. Kosten 1 FP verfügbar abwählen. Drohnengeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit der Drohne plus 50%. Ich habe ja gar keine Drohne. Wissenschaft, Reaktoreffizienz und Schmelzeffizienz. Das klingt doch mal vernünftig. Ich glaube, du hast oben rechts anders. Ach so. Das gilt als Selektion. Ich habe gemeint, das ist bloß, dass ich sehe, wer noch in meiner Umgebung ist. Gibt es ein Eve? Ja, haben wir wieder so. Jetzt habe ich nicht kommen sehen, dass ich das Ding mit Eve vergleichen muss, anstatt mit Faster Than Light und Rimworld. Da hast auch im Prinzip, du siehst eigentlich vom Spiel gar nichts, außer in deiner Übersicht, was in deiner Umgebung ist. Und dann kannst du da also durchklicken und halt Infos reinholen, was ist das, was ist das, was ist das. Aber jetzt machen wir da mal so, dann gehen wir auf Aufträge. Und was haben wir da? Da machen wir einfach mit das da, Kuriermission. Annehmen und zuweisen. So, annehmen, zuweisen.
Wir haben da hier, ich habe 28 Kisten mit Vorräten, die ausgeliefert werden müssen. Der Zielort befindet sich im aktuellen Sektor im Sternensystem NG13. Diese Mission hat Schwierigkeitsgrad 1, angenommen zugewiesen, bla bla bla. Und dann kommt halt dieses Schiff jetzt dann zu uns. Drücken wir auf Play. Wo kommt denn das her? Das spawnt wirklich einfach in der Natten irgendwo und kommt daher. Das ist irgendwie komisch. Das fühlt sich irgendwie komisch. Oder hätte ich gerne irgendeine Raumstation, irgendwo in einem Sektor, 2 verschiedene vielleicht, die vielleicht auch verfeindet sind oder so, mit verschiedenen Fraktionen. Wir werden gerufen! Kommandant Harken! Willst den Harken? Telefonier mit Harken! Ein Shuttle mit den Vorräten ist jetzt zu dir unterwegs. Reisen Sie zum Liefersystem. 16 von 28 Gegenständen geliefert. Ja. Ich gehe mir ohne. Mein Name ist Kommandant Harken und ich bin der Chef von Private Security für diesen Sektor. Es ist eine Krise im Gange, Kapitän. Überall im Sektor werden Handelsschiffe vermisst. Ich vermute ein Verbrechen und brauche deine Hilfe bei den Ermittlungen. Bruder, ich hab noch nicht mehr Kanonen irgendwo dran! Wir haben Berichte über ein Schiffswrack in der Nähe erhalten. Ich glaube, es handelt sich um das Wrack der Interstellar Prospector, eines großen Handelsschiffs, das gestern verschwunden ist. Ja, da fahren wir jetzt hin, rammen wir alles aus und dann verpissen wir uns. Haben wir nicht so gerade da. Corinna, was ist da los? Gut, sie fix nochmal. Bin schon seit mindestens blau-weiße Chaos dabei, bloß noch nie im Squad dabei gewesen. Azubi-Kohle, sau viel Grüße aus der Oberpfalz. Wenn du mir jetzt deine Azubi-Kohle da herwirfst, dann will ich grantig. Okay, wir wären über den Haufen gefahren, ist unten durchgeflogen, passt. Wenn du mir jetzt deine Azubi-Kohle herwirfst, stop it, get some help. Danke dir, aber Schluss damit. So, reisen Sie zum Schiffswrack und suchen Sie im Wrack nach einer Blackbox. Dieses Gerät enthält ein Protokoll Ihrer letzten Momente. Um den Flugschreiber einzusammeln, müssen Sie eine Drohnenbucht und mindestens eine Logistikdrohne installieren. Sie können sie in jeder Werft oder Kolonie kaufen. Neues Ziel, installiere eine Drohnenbucht und besitze mindestens eine Logistik. Okay, dann, das ist cool. Das ist cool, das ist so eine Art interaktives Tutorial, haben wir da noch nicht. Haben wir da noch nicht fertig. Na, damals, jetzt bin ich kein Azubi mehr, aber trotzdem kein Geld. Ja gut, so geht's uns irgendwie alle. Allerdings habe ich jetzt 6 Euro mehr. Also ja, stimmt nicht ganz, sagen wir mal so ungefähr 4, YouTube zwickt sie 2. Danke dir, Schluss jetzt damit. So, Drohnenbuch besitzt Logistikdrohne. Ich habe die Stelle, an der das Schiffswrack liegt, auf deiner Karte als Gold-Highlight markiert. Viel Glück, Kapitän. Neues Ziel, holen Sie den Flugschreiber von der UMC Interstellar Prospector zurück. Okay. Okay, hätten wir vielleicht mit dem Auftrag noch schnell warten müssen. So, reisen Sie in ein Liefersystem. Liefersystem. Bringen wir doch erst einmal das Klump da zurück. Wir müssen erst einmal, gibt es da eine Werft? Jetzt pass mir auf. Man kann ja, glaube ich, nicht überall. Wo sind wir? Sind wir da herum? Da gibt es keine Werft. Wir können das Ding. Wo ist eine goldene Markierung? Interstellar Prospector, die ist da herunten. Und mir, da ist eine Kolonie. Und da steht auch Kolonie. Was steht da? Was ist der Unterschied zwischen einer Kolonie und einer Werft? Und da ist ein Wrack. Also es ist mir schon klar, was der Unterschied ist, aber was in dem Spiel bedeutet. Das gilt es wohl herauszufinden. Gibt es in der Raumschifffahrt auch rechts vor links oder hat das größere Schiff immer Vorfahrt? Ich glaube, das mit den größeren Ionenkanonen. Das nimmt sie einfach die Vorfahrt und scheiß drauf. Der Riesemike schreibt Logbuch 2473XY 555 Nase, Sternzeit unbekannt. Der Kapitän weiß nicht, was er tut. Wir sind in diesem Raumschiff gefangen. Das SOS-Signal geht nicht raus. Du Vollidiot. Laut ChatGPT bist du der berühmteste Mundart-Streamer im deutschsprachigen Raum. Bitch. Soll ich machen? Herr Spalt, das ist eine Information. Das weiß der ChatGPT. Wo nimmt denn die Information her? Schaut dazu! Weiß ich nicht, wenn die jetzt gerade. Heute ist wieder mal so ein Moment, wenn ein Fremder reinkommt und so eine Art von Speis sagt und mich gleichzeitig Mundart schmatzen hört, was der tut? Der macht so. Hör, was ist denn das? Brother, So ungefähr läuft das. ChatGPT überall. Ja, das wird auch nicht weniger werden. Internet durchgespielt. Das ist schwierig, wenn ich sage, da kann ich mir auch nichts davon kaufen. Irgendwie kann ich das ja doch. ChatGPT hat den Chat verlassen. Ja, ich denke auch. So, was der mir jetzt weiß mir macht. Wir müssen zu einer Werft. Beziehungsweise, da unten gibt es keine, gell? Ein Wolfenschapel. Holen Sie den Flugschreiber von, das können wir noch nicht da. Was ist das da unten? Da muss ich jetzt kurz mal auf Zeiten gehen. Da steht Lieferung. Und da ist gleichzeitig eine Werft dort. Das heißt, hier, zack, Sprung vorbereiten hat es geheißen.
Ich muss da irgendwie auf Pause drücken, ausrichten. Ausrichten? Wie ausrichten? Machen wir das automatisch? Hat es das vorher auch geheißen, dass wir uns automatisch ausrichten? Achso, das ist wie in Eve. Das ist wie der Warp in Eve. Je fetter dein Schiff ist, desto länger braucht es zum Ausrichten, desto länger kannst du getackelt werden und dann kannst du springen und dann bist du fort. Und wenn du ganz furchtbar viel Glück hast, sitzen wir mir am anderen Ende des Sternentors, haben eine Bubble aufgezogen und du bist tot. Das war meine Hauptbeschäftigung. Abcampen. Because why not? So. Vertrag geliefert, Vertrag abschließen, wunderbar. Vertrag abschließen. Hab ich doch. Oder? Warum habe ich nicht mehr Geld gekriegt? Wir haben doch vorher schon 100. Komm, haben wir da irgendwie. Ach, Kinder, ist das Shuttle. Kinder, ist das Shuttle. Bleiben wir mal so nah dran, damit wir uns auskennen. Okay, und jetzt wuseln die da umeinander und tragen diese ganzen Sachen da raus. Ja, okay. Dauert ein wenig. So, währenddessen können wir was kaufen. Wir brauchen eine Drohnenbucht und eine Logistikdrohne. So, wo wird die Logistik? Und wenn ich... Ach du Scheiße, Alter. Schauen wir mal die so. Okay. Komponenten. Kann ich da irgendwie suchen? Drohnenbucht! 80k! Nehme ich. Verpackt! Kannst gleich her da. So, und was brauchen wir noch? Drohne. Logistikdrohne. Was kostet die? 3k. Und da kaufen wir bloß eine. Die kostet eh nichts. Oder braucht den Strom? Das werden wir herausfinden. Oh Gott, weißt du, was das Schlimme ist? Ich fühle richtig in der Zuschauerschaft so... Ja, weiß nicht, Diggi. Weiß nicht, Diggi. Ja, weiß nicht, Diggi. Ich fühl's richtig. Währenddessen ich da sitze und mir denke, oh mein Gott. Oh mein Gott, säge ich mich da fest und versenken in der Scheiße. Die verdammte Kacke. Wenn sie sich so entwickelt, wie ich denke, dass sie sich entwickelt. Na, das ist nix. Ich bin am Handy. Ja, gut. Ja, die zwei Sachen kaufen wir jetzt mal. Zack. Vertrag abgeschlossen. 28 Artikel geliefert. Und wann kriege ich jetzt meine Kohle? Ah ja, jetzt. 28 haben wir gekriegt, einen Teil haben wir ausgegeben, Vertrag abgeschlossen, Logistikwert, genau, noch haben wir ein bisschen umeinander geskillt. Ja, okay, das passt. So, Logistik, Handel XP kassiert, was haben wir da? Wir werden gerufen, bla bla bla, Drohnenbucht installieren und Logistikdrohne einbauen. Wir kommen das dazu machen. Wieso kann ich das nicht? Rang erhöht, ja, schön für dich, mach die Scheiße dazu, das nervt mich, du das weg, was soll das? Aufträge. Achso, das ist Wolf im Schafspelz, das haben wir da. So, ist jetzt da nicht irgendwo mal... Wieso geht das nicht weg? Ich merke sofort, es ist ein extrem spezielles Spiel. Man muss sich darauf einlassen, dass dieses Spiel die Atmosphäre eines Weltalls transportieren kann. Da zu verkaufen Newship, da waren wir schon einmal, glaube ich. Okay. Das mit der Pause muss ich mir noch merken, dass dann erst die Fenster weggingen. Aber gut. So, jetzt müssen wir die Scheiße da installieren. Das ist so gegangen, hier installieren. Wir haben eine Drohnenbucht. Die Frage ist, wo bauen wir die Drohnenbucht hin? Ich glaube, dass das... Warum kann ich das nicht einfach irgendwo hinbauen? Okay. Drohnenbuchten werden benötigt, um vom Schiff aus Logistikdrohnen auszusenden. Drohnen sammeln im Weltraum Rohstoffe und Bergungsgut und kehren danach über die Drohnenbucht zurück ins Schiff. Das ist wie so eine Schleuse nach draußen. So, und dann fliegt das Ding aber noch und tut irgendwas. Eine Drohnenbucht kann mehrere Drohnen aussenden. Geht die nicht nach außen? Ja, das ist jetzt eine richtig gute Frage. Was warte mal. Da blitzt irgendwas ein wenig. Da haben ein paar so Flächen, siehst du das da? Die so komisch rot, also da, ich gehe mir nicht da ohne. Die da so gelbe Linien haben, was das heißt, weiß ich nicht, aber das stinkt irgendwie da danach. Na. Hinten links schraffierte Fläche. Ja, ich hab's schon entdeckt, aber irgendwie bringt mir das nicht weiter. Vielleicht so, dass das noch... Verstehe ich nicht. Hallo? Oh!
Wieso kann ich das da nicht tun? Ja gut, wenn da der Antrieb ist, dann verbrennen wir unser Drohnendingsbums, aber... Das muss man an der Außenhülle... Ah, man muss das an der Außenhülle platzieren. Eine Ebene höher. Nein, nicht wirklich. Jetzt macht's auch Sinn. Der gelb schraffierte Bereich heißt, da kann man gar nichts bauen. Warum? Weil da hinten wahrscheinlich ohne Ende der Booster rauskommt. Da kannst du nichts hinbauen, das ist kaputt. Ist ja klar. So, Quartieredeck, Atmosphäre, das brauchen wir alles nicht. Das müssen wir einfach bloß da, das ist wie so eine Docking Station. Sag das jetzt was, die blasen wir mir hinten aus dem Arsch raus. Da, hier, da pickt man es auch nicht. Da pickt man es auch nicht! Und dann brauchen wir noch ein Kabel, weil das Ding braucht dann Strom auch, möchte ich sagen. So. Und dann gehen wir aus dem Modus außer, der wir auf Play. Dann geht da der lustige kleine... Das Allerwichtigste. Das haben wir noch gar nicht ausprobiert. Da gehen wir her. Da. Der Ensschau. Kann ich meine Crew nicht umbenennen. Punktabzug. Punktabzug. Monk ist zufrieden. Unten an die Außenwand. Ist ja klar, hallo. Wir teilen uns unsere Monkness. So, Strom haben wir auch. Das finde ich ist auch cool gemacht, dass er jetzt Gerät so seine Stromanzeige hat und seine Treibstoffanzeige hat und so. Das ist auch ganz witzig gemacht. Und jetzt ist die Frage, wo ist unsere Drohne? Haben wir mir nicht... Ah genau, das da ist unsere Logistikdrohne. Was passiert jetzt mit der? Jetzt, warte mal, was wir da machen? Das probieren wir jetzt gleich mal, ob wir das richtig gemacht haben. Oh, leck. Oh, leck. Oh, leck, du kannst dir deine kompletten eigenen Raumschiffe zusammenbauen mit dem Editor. Oh, leck. Oh mein Gott. Okay, ignoriere das. Der mal einfach dabei einmal nur so... als dass das nicht geben, weil sonst reißt man den Kopf und überhaupt. Energieversorgungsnetz, Triebwerke. Oh, da kann man sogar schon mit Dingen. Kann man die Energiezulieferung kann man da aufpassen. Da müssen wir uns einmal alles anschauen. Das ist ja Forschung, waren wir schon Befehle. Was war Befehle, glaube ich? Das haben wir auch schon gehabt. Handel, Editor, Konstruktion. Wo tut man das Lagerding, glaube ich? Ach da. Lager. Und kann ich da jetzt ein Lager für die Logistikdrohne? Und die Drohnen, die lagert man direkt da daneben. Weil ich so das Gefühl habe, wenn wir mir eine Aufgabe erteilen, dann geht da wieder eine Crew hin, nimmt die Drohne, steckt das in den Drohnenport und dann fliegt die erst davon. Und wenn die da 3 Kilometer am Arsch der Welt liegt, dann ist das natürlich ein Käse. So, jetzt ist die Frage, ob da jetzt halt irgendjemand... Ah ja, da scheint schon irgendjemand hochmotiviert zu sein. Hab gleich gewusst, das ist was für die. Hast das du schon? Warte, ich hab nicht viel gelesen jetzt die ganze Zeit. Hast das du schon gekauft? 10.000 Stunden incoming, ja, das jetzt vielleicht nicht gerade, aber das schaut ganz witzig aus. Ganz ehrlich, ich suche nämlich schon seit einer ganzen Zeit noch einmal am Spiel, dass ich einfach ohne Discord, ohne alles gemütlich hersitzen, Brain AFK und einzocken kann. Auf das ich Bock hab und das schaut witzig aus. Baumenü gelesen? Ja. Sicher, 5 Minuten danach gekauft. Wie 5 Minuten danach? Du hast es gesehen hast? Ja, bis jetzt habe ich noch kein schlechtes Gewissen. Bis jetzt, ich kann mir schon einigermaßen in meinem Hirn zusammenspinnen, wie es funktioniert und was das kann und so. Da kann ich glaube, dass man eine Kaufempfehlung geben kann. Wer Bock auf solche Spiele hat. Sag ich noch gerade mal eine Stunde gegangen. Herr Wolfried, ich sehe schon kommen, Streams fallen aus, weil Bürger der Last Starship sucht. Möglich. Das ist keine Ahnung, warum das in meinem Hirn so ist. Auf solche Spiele habe ich einfach Bock. Weniger Bock gehabt, dass ich mich dann so einsuchtel, dass völlig aus dem Ruder läuft. Oder es ist noch im Stream wieder gar nicht, schaue nie wieder an. Das kann natürlich auch passieren, aber gut. So, wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Und zwar FTL. Procyon Cruise, da können wir Raumschiffe mal irgendwie umnehmen. Geht das irgendwie? Den haben wir nochmal in den Editor rein. Editor, Procyon. Haha! Biergas! Busen! Biergas Busen Cruiser, auch bekannt als Motorboot. Sportteil, der für mal Busen cruisen. Halt doch den mal.
So, Busengeschosse, muss klar. Bei Orion Industries. Nein. Bei Birgers Busen. Ja, sicher. Birgers Busenbombe. Busenbombe. Busenbooster, Alter. Birgers Busenbooster. Na, Buberts passt nicht. Hey, hör mal, Schluss jetzt. Interessiert keine Sau. Gib mir Ruhe jetzt. Gib mir Ruhe jetzt, weil bloß ein Scheiß rauskommt. Sektorenkarte. So, Sie sind hier. Müssen wir sonst noch vielleicht irgendwas kaufen? Ich darf einmal noch ein paar so Sprungantriebe da kaufen. Nicht, dass die uns ausgehen. Treibstoff, auch nicht ganz unwichtig, ob ich so das gefällt. Was haben wir denn da eigentlich? Oh, das wollte ich gerade fragen. Gibt es eigentlich sowas wie Nahrung? Ja, das wird auch aufgebraucht. Was ist das da? Nahrung und Wasser. Und Sauerstoff. Ja, da kauft man auch gleich. Alles wird gekauft. Hier. Nahrung. 100er Stapel. Kosten 1000er. Nehmen wir mit. Nehmen wir mal 2 Nahrung. Und dann nehmen wir FTL-Antrieb. Nein, den FTL-Ladung nehmen wir. Wissenschaftliches Personal. Das ist einmal noch 3 FTL-Ladungen hier. Wasser. Schmutzwasserrohr. So, was haben wir noch braucht? Treibstoff, glaube ich. Ja. Genau. Wo ist denn das drin? Ich mag da nicht jetzt mal umeinander suchen müssen. Industrieverteidigung, Antrieb vielleicht? Ja, genau. Treibstoff, aber das ist alles unterteilt. Machen wir es so. So, was kostet der Bums? 30k. Haben wir es ja! Her mit dem Schund! Birgers Busenkreuzer, Bomber besser. Wir haben noch keine Bomben. Steffi hat übrigens schon notiert. Steffi hat notiert, Birgers Busenbooster. Mr. Mushroom! Hello, Sir! So, das lassen wir uns jetzt bringen und dann springen wir mal da um und versuchen wir mal, schauen wir mal, wie das mit der Drohne funktioniert. Diese Dinge zu bergen. Map auf M. Map! So, wir sind da links unten, das seht ihr jetzt gerade nicht, ich bin da ein bisschen auf der Seite, wir haben da, wir springen da um, hier Sprung vorbereiten. Dann müssen wir uns gemütlich ausrichten. Das muss ich kurz loswerden. Imagine. Für die Leute, die NX gespielt haben. Imagine, das Sonnensystem, in dem sie NX jetzt gerade abspielt, ist NX. Sektor 1. Dann gibt es nochmal 3 andere Planeten in einem anderen Sektor, wo du nur umkommst mit so einem Starship. Wir da. Und wir da. Und mit dem Starship musst du bauen, das kannst du bauen, wie du willst, das braucht aber halt die bestimmten Sachen und dann fliegst du von A nach B. Und das bist nicht nur du allein, sondern das machen alle so, um zwischen die Sektoren hin und her zu kommen. Und währenddessen kannst du gegenseitig aufs Maul hauen. Holy shit, war das geil. Spring! Und gewischlistet. Gerne mit. Was gewischlistet? Schön, dass meine Idee Anklang finden. Herr Wulfric. Was war die Idee gleich wieder? Oh. Was tut er so? Birgers Busenbooster, okay. Holen Sie den Flugschreiber von der UMC Interstellar Prospector zurück. Derelict Interstellarer Prospector? Um Gottes Willen, was ist denn... Ach du Scheiße, das ist in mehrere Ebenen unterteilt. Siehst du das? Das ist nicht einfach bloß eine 2D-Oberfläche, auf der du rumfliegst, sondern das ist halt in Ebenen unterteilt. Und schau, das ist geil gemacht. 182! Das ist geil gemacht. Und wie ich es mir schon gedacht habe, du kannst jetzt einzelne Pixel-Ding, das du in der Raumschiff einbaust, rausbomben. Deine Crew fliegt da umeinander. Das ist fucking Eve in 2D, Alter. Fliegen die Menschen, gell? Nein, die sind tot. Schaut in Eve auch so aus. Wenn du stirbst und ich deinen Pott platzen lasse, dann liegt deine Leiche auch da und jetzt bin ich gespannt, ob ich die einsammeln kann. So, wir sind da herum. Wie ist es gegangen? Tactics? Wieso kann ich da nicht runterfliegen? Babidi, was? Ja? So, da kannst du nicht, kann er so fliegen. Birgers Busenbooster. Ja und? Was ist denn jetzt da? Ich bin verwirrt. Ach, ich muss mein...
Das verstehe ich noch nicht ganz. Wieso kann ich die anderen Schiffe auswählen und aktivieren, die gar nicht mir kehren und dann damit Befehle ausführen? Das ist ja total. Gibt es einen Multiplayer? Nein. Das war ja. Also, das war natürlich ultra narrisch, aber dann, das glaube ich, ist krass. Der Maschon schreibt, du hast ADHS. Das hat aber nicht lange gedauert, bis dir das auffällt. Welcome to the squad. So, jetzt pass auf, warten wir hier Schub. Und dann fliegen wir mal da so runter. Das schaut gut aus. Wir werden gerufen. Wieso haben wir so verdammt schnell? Was passiert denn da jetzt wieder? WASD steuern? Nein, geht nicht. Ich muss einen Punkt avisieren, muss einen Schub geben und so weiter. Also wir drehen uns jetzt in diese Richtung und dann gehen wir Gas dahin und da bleiben wir dann in den stehen. Wunderbar. Herr Kommandant Harken, der Flugschreiber sollte sich in der Nähe der verlassenen Interstellar Prospector befinden. Bewegen Sie sich darauf zu, damit Ihre Drohnen ihn aufsammeln können. Birges Busenbooster Energieausfall. Wieso? Raus aus der Taktikkarte, Treibstoffversorgung unterbrochen. Wieso? But why? Ach, weil wieder irgendjemand zu falsch zum Nachladen war, oder was? Was ist denn das für ein dummer Scheiß? Okay, da müssen wir uns was einfallen lassen, aber es fliegt selbstständig weiter. Das passt. Das passt. Jetzt fliegen wir da einmal hin. So. Irgendwo da muss der Flugschreiber sein. Sagt sie irgendwas, was ausschaut wie ein Flugschreiber? Das schaut aus wie ein Flugschreiber. Wieso fährt denn der jetzt davor? Hört auf! Stop it! So, nähert wir uns einmal. Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen netter ohne müssen. Brems rechtzeitig. Auf genau das warte ich jetzt, ob wir mir wirklich an dem Punkt stehen bleiben oder ob es auch wie ein If ist, dass man, wenn du mit 5000 km/h. Ihr checkt selber, passt schon. 5000 km/h über seinen Zielpunkt hinausschießt und du den nie wieder ausgibst. Was ist denn da jetzt? Was tut da? Wiederhergestellt, Flugschreiber. Was hat denn die Drohne jetzt da? Ich habe überhaupt nichts da. Die fliegt da irgendwo umeinander. Was tut die? Die bringt da jetzt Sachen. Die bringt da mehrere Sachen. Was tut die? Ach, die sammelt da irgendeinen Scheißdreck ein. Das kann ich ihr nicht befehlen. Das macht sie automatisch. Das ist ein wenig komisch. Na, das ist ein wenig komisch. Was tut die? Dröhnchen, flüge mal. Bleiben. Tu nicht so schnell. Kruzifix. So. Wo fliegt die jetzt hin? Ja, die sammelt jetzt da in allerhand Scheißdreck ein. Da, hier, Treibstoff liegt umeinander. Und was ist das da? Weiß man nicht. Naja, gut, so. Sie haben den Flugschreiber geborgen. Bring ihn mir. Ich bin an Bord der Vanguard und sende jetzt unseren Standort. Neues Ziel. Geben Sie den Flugschreiber an Kommandant Haken zurück. Scheißdreck, du jetzt. Lass mal meine Drohne. Das zeigt dir noch eins. Wieso habe ich nicht 3 Drohnen gekauft? Kostet eh nix. Kostet bloß einen Strom. Looten und sputen. Looten und dronisieren. Und das sammelt man schon noch weiter. Währenddessen können wir mal uns in die Flugkünste testen, was passiert, wenn wir mir jetzt da einfach drüber fliegen. Sagen wir mal in diese Richtung so. Bisschen Schub. Schauen wir mal, was passiert. Hoppala. Und dann fliegen wir mir forever in diese Richtung ganz langsam. Sonst glaube ich, gibt es da nichts mehr zum Sammeln. Da ist noch was, da ist noch was, da ist noch was. So, kann man das irgendwie canceln? Ne? Stellen wir uns jetzt da so her. Das, was blinkt, ist er wahrscheinlich. Was cool gemacht ist, die Drohne gibt sie selber, die funktioniert genau wie das Raumschiff. Sehe ich von da, technisch. Die gibt sie selber, die zielt in eine Richtung und gibt sie selber einen Schub, um an die Stelle zu kommen, wo sie möchte. Aber wie kriege ich jetzt die Drohne wieder rein? Die Drohne ist jetzt ein bisschen auf Crack. Hallo? Kann man da nicht irgendwo? Warte mal, Werte, nein, interessiert mich auch nicht. Da mal Pause. Kann man da irgendwie diese Drohne jetzt einholen? Ich sag nix. Instinktiv hätte ich jetzt da auf die Drohnenbucht geklickt und da vielleicht gesagt, Drohne einsammeln, aber jetzt springen wir einfach mal davor und schauen wir. Haben wir das? Sektorkarte, sie sind hier. Und wo ist die alte? Interstellare Prospekt, wo muss ich denn hier? Ah ja, da, hier. Commander Harken, geben Sie den Flugschreiber ab, dann müssten wir hier Sprung vorbereiten. So. Ausrichten. Ah ja. Und dann scheint die Drohne da wieder einer zum kommen und da haben wir Metallbahn, glaube ich, gefunden. Wo ist denn jetzt unsere Drohne? Ist die jetzt da drin klon oder was tun die? Ja. Das Ausrichten dauert auf alle Fälle genauso lang wie ein Eve.
Und der Irrsinnreiner hat recht. Mehr Drohnen, mehr Loot, mehr gut. So sieht's aus. So, Sprung, Abflug. Birgers Busen Booster bei Birgers Busen. Komm mal, Brauer. Das schaut grantig aus da. So, hier, liefern. Ist das der Commander? Bist du der Commander? Nimm mich über den Haufen fliegen. Oh, was tut denn der für das mächtige Starship schon hin? Ein Tipp fürs Ausrichten? Ja, immer. Herr Warte, selbst bei sehr den Spielen sage ich nichts, wenn irgendjemand sich schon auskennt und ich da als Obertrottel da stehe und mir denke, Tipp fürs Ausrichten. Andocken. Nächstes Point schreibt, ach, ich war gar nicht live. Was? Schon jeder wird angedockt. Andocken. Dann wird das da hingebracht und dann haben wir es. Steuerdüsen vorne und hinten einbauen. Ja, gut. Okay. Dafür müsst ihr erst einmal was von Steuerdüsen wissen. So, angerufen werden wir, aber merci. Ja, das kriegen wir schon hin. Vielen Dank für die Bergung des Flugschreibers, Kapitän. Wir stecken in einer großen Krise. Mit wertvoller Fracht beladene Handelsschiffe werden gezielt angegriffen und zerstört. Diese Schiffe stehen unter unserem Schutz, haben aber oft keine ernsthafte Verteidigung und kaum eine Chance, einen Notruf auszusenden, bevor sie geplündert werden. Dies ist ein kalkulierter Angriff auf den Handel und die Industrie des freien Marktes in diesem Sektor und darf nicht geduldet werden. Ich sende Ihnen die letzten bekannten Koordinaten von 2 weiteren zerstörten Schiffen. Reisen Sie zu den Wracks dieser Schiffe und bergen Sie alle Beweise, die Sie sicherstellen können. Das Hauptziel ist die sichere Bergung des Flugschreibers, der eine Aufzeichnung Ihrer letzten Momente enthält. Hier sind die Koordinaten der beiden Schiffswracks, die Sie besuchen müssen. Neues Ziel, holen Sie den Flugschreiber von der UMC Infinite Horizon und den Flugschreiber von der UMC Celestial Hauler. Dem 4. angegriffenen Schiff gelang es, einen Notruf abzusenden. Die örtlichen Sicherheitskräfte reagierten zu spät und fanden nichts als den zerstörten Rumpf und vermutlich den Verlust der gesamten Besatzung. Oh. Das ist das einzige Bild, das sie senden konnten, bevor die Übertragung unterbrochen wurde. Das heißt, das sind Gegner, hä? Sollen wir mehr Angriffsdrohnen kaufen? Geben Sie den Flugschreiber an, kommen dann der Haken zurück. Die Trümmer, die den forensischen Beweis ihres Schicksals darstellen, wurden eingesammelt und zurück zum System NG2 gebracht, wo sie derzeit eingelagert sind. Sie müssen ein Schiff schicken, um das Wrack abzuholen und es zusammen mit den geborgenen Flugschreibern zu uns bringen. Neues Ziel, sammle die Trümmer von der USS 80 Trümmer. Ne, das kriegen wir schon. Bringen Sie mir alle geborgenen Wrackteile und die Flugschreiber zur Analyse an Bord meines Schiffs, der Vanguard, zurück, um den Vertrag abzuschließen. Das ist, was das ein wenig bitter ist. Das aber gut, das ist normal, aber dass wir das wahrscheinlich halt nicht mehr sehen werden, wie das Mining funktioniert, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir überhaupt einen Kampf noch sehen, weil das geht alles durch ein wenig zirgert vonstatten, aber dann machen wir einfach mal mit. Ne? Sie sind hier, wo müssen wir hin? Wolfs im Schafspelz, Wolfs im Schafpelz, Wolf im Schafpelz. Dann fliegen wir doch einmal als erstes da zu NG2, kaufen wir uns weitere Drohnen. Und was ist da unten? Das Problem mit Titlets, was auch immer das sind kleine Flauschignädel. 80 Trümmer! Sprung vorbereiten. Kann man das irgendwie verschirmen? Das wäre noch cool, wenn man die Interfaces verschirmen kann. Aber gut. Spät dran, aber jetzt da, ohne dass es Spurhebs. Herr Spielekindbier, es ist ganz extrem speziell, aber ich glaube, für das, was es sein will, ist es ganz cool. So, jetzt spring. Abflug. Aber es ist sehr speziell, das muss man mengen. Und leider Gottes mag ich sowas in der Regel. Es ist Eve in 2D. So, 2 neutrale Schiffe. Jetzt passen wir auf, wo wir hin müssen. Jetzt kaufen wir uns einmal schnell eine Drohne. Oder 2 oder 3. Pass auf, für Logistikdrohne. Wie viele Drohnen kann man überhaupt gleichzeitig steuern? Pass auf. Drohnenbucht. Verpackt. Eine Drohnenbucht kann mehrere Drohnen aussenden. Ja, das ist toll. Wie viel denn? Was ist denn das da für ein Pfeil? Oberhalb verkaufen, unterhalb verkaufen. Ach du Scheiße, hat das einen Markt wie Eve auch noch, möchte ich sagen. Krieg ich aber einen Vogel. Ja, kaufen wir halt einmal ein Stück oder 3, kaufen wir halt einmal 4 dazu. Oh, mehrere kann ich nicht kaufen. Ach, mehr, weil es mehrere nicht gibt. 12k, was kostet 12k? Das ist nix. Okay, jetzt ist nicht schlecht da. Es ist halt sehr speziell. Also ich riech's bis daher, dass den meisten das Spiel wahrscheinlich nicht taugen wird. Was absolut okay ist, also das ist ja nicht schlimm. Das taugt ja nicht in jedem Rimworld. Rimworld kann sie auch erst entfalten nach 10, 20 Stunden, wenn du das Spiel richtig verstanden hast. Sammle Wrackteile. Wo haben denn diese scheiß Wrackteile?
Zu verkaufen, neutrale Ship, Belfort, Shipyard. Irgendwo ist doch da müssen doch irgendwo Wrackteile sein. Wie groß ist denn da so ein Sektor eigentlich, wo man da hinspringt? Gar keine Orientierung. Sammle Wrackteile. Ich drücke jetzt einfach mal hier und schau, was passiert. Kommandant Haken schon wieder. Hat der Haken schon wieder einen Harten? Was ist da los? Sie schicken die geborgenen Wrackteile gerade zu deinem Schiff. Der Birgers Busenbooster, Kapitän. Es wird bald mit dem Shuttle ankommen, da musst du musst es irgendwo an Bord lagern. Das ist das Einzige, was mir nicht gefällt. Das ist das Einzige, was mir nicht gefällt, dass da alles einfach, da kommt irgendwo am Arsch der Welt, kommt der Shuttle her, bringt dir das Zeug und Lieferung blockiert. Was für Lieferung blockiert? Oh, da müssen wir da einen größeren Lagerraum bauen, hä? Lager! Lager wofür? Beliebige Ausrüstung, beliebige Fracht. Beliebige Fracht. Das machen wir jetzt so. So, dann machen wir einen riesendrum Lagerraum rein. Was sagt der Lord Sid, unser innerer Monk? Schön, oder? Frage, was machen bei trockener Kopfhaut? In der Tat! Ein fetter Hund ist selber ein Spektakel. Also mir taugt sowas, werde ich glaube ich auch selber suchteln. Also, ihr kennt's ja noch, ihr müsst ja nicht, was soll ich sagen, ihr werdet da nicht alles sehen. Schaut euch von irgendjemandem ein Testvideo an. Schaut nicht, glaube ich. Nicht, dass das auf einmal im Midgame oder Richtung Endgame volle Kanone abbaut und ein riesen Scheiß wird. Kann ja auch sein, weiß ich nicht. Sie schicken die geborgenen Werkteile gerade in den Schiff. Ja, gut. Sobald Sie das gesamte Schiffswrack eingesammelt haben, bringen Sie es zu mir, zusammen mit den Flugschreibern. Ich bin an Bord der Vanguard und sende jetzt unseren Standort. Neues Ziel, Wrackkommandant Haken. Da, gut, passt. Was wir brauchen, dann glaube ich, FTL. Jumps, da kommen wir jetzt, pass auf, wir brauchen noch 1, 2, 3 bis zum letzten, dann müssen wir welche kaufen. Da müssten wir welche kaufen. Hilft nicht. Machen wir es einmal so. Müssen wir sowieso aufs Schiff warten. Weil die Typen da noch mit ich weiß schon, nein, da flippt der innere Monk aus. Und nein, flippt er nicht. Machen wir so. Damit alles zu einer Zufriedenheit ist. Zum Zuschauen ist gut, für mich zum selber spielen ist nichts, dafür habe ich jetzt wieder Bock auf Rimworld. Ja, mit Rimworld vergleiche war zu viel. Da war eine falsche Einschätzung. Sag ich, wie es ist. Mit Rimworld hat es nicht viel zum tun. Das ist kein Geschichtensimulator, so wie es Rimworld ist. Aber dass deine Crew diese Sachen automatisch macht und so, das ist das Einzige, wo man es damit vergleichen kann. Betaugt ihr eigentlich Terraria und wenn ja, hast du das letzte Update schon gespielt? Ich habe Terraria wie vor 10 Jahren oder so mal gespielt, habe festgestellt, das ist Minecraft in 2D und habe es nie wieder weiter gespielt. Nie wieder. Der Glockmaster schreibt, hat mein Bruder gerade geschrieben, dass du das sagst und das, wenn annähernd so ist wie Rimworld, er mir einen Monat mindestens vergessen kann. Es ist leider Gottes überhaupt nicht wie Rimworld. Ich habe leider meine Meinung ändern müssen, es ist wie Eve. Und die wenigsten da herin haben wahrscheinlich Eve gespielt. So, haben wir jetzt da einmal alles? Ja. Wir haben da alles gesammelt, Schiffswrack, wunderbar, wir haben alles da. Und jetzt springen wir noch zu den anderen zwei. Wir sind da, wir müssen Schwarze Lochsonne, Wolfs im Schafpelz, Wolfs im Schaf. Wir müssen einmal daher und dann zum Commander wieder runter. Denke ich. Ja, dann, los geht's. Geil, lang umeinander. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie zu Gesicht, wie man Asteroiden abbaut. Da finden sehr viele Leute Spaß daran, inklusive mir auch ab und zu mal. Einfach im Asteroidenbelt sitzen und einfach mal Ressourcen abbauen. Zauberhaft. Herr Jan, Löcker hier, Streamlauf verlassen und nebenbei Rimworld ein PS von dir angefixt worden und 461 Stunden drauf. Das tut mir mal so richtig leid. Jan, merci dir. Ich hoffe, Sie haben nochmal 471 Stunden weiter. Meteorschwamm! Spaß. Kuss auf die Nuss, danke dir. Wie schaut's aus? Spielst du auch sowas wie Warhammer 40k Rogue Trader? Das ist dieses Runden... Was passiert denn? Was Meteorschwamm? Wo ist das Wrack? Okay, jetzt muss ich mich da schnell konzentrieren. Ach du Scheiße. Das ist ja voll kacke. Der war knapp, ich hab's genau gesehen, ja, da dürfen wir uns schicken. Ich muss mich kurz konzentrieren. Was war... Au! Au! Muss ich irgendwas reparieren? Geht da irgendwas kaputt?
Ach du Scheiße. Drohnen! Ausschwärmen! Und dann Abflug! Wiederhergestellt, Flugschreiber. Okay, passt. Abflug, wir müssen da noch her. Sprung vorbereiten, wir können uns ja schon mal ausrichten. Richtig aus, richtig aus, richtig aus, richtig aus. Drohnensepp. Drohnensepp sammelt den Rest. Abflug. Au! Au! So, Drohnen sind herin, oder? Ja, tschüss dann. Da gehen wir bloß kaputt, da kommt bloß ein Schmarrn raus. Alarm! Bringen Sie das Wrack zurück. Ja, den Flugschreiber haben wir. Jetzt brauchen wir noch den zweiten Flugschreiber. Bitte komm, bitte. Aber es ist ja schon mal schön, dass wir mal zumindest ein bisschen was gesehen haben. Oh, was ist da los? Da ist schon Scavenger. Was muss ich mit dem jetzt tun? So, fliegen wir wieder her. Meine Drohnen werden schon zusammensammeln. Müssen wir den kaputt ballern. Ach, und übrigens, grüßt an alle im Chat aus Merkelkofen, Niederkaltenkirchen, um Gottes Willen. Energie, Birgers Busenbooster, Energieausfall. Das ist nix. Das ist nichts. Was auf alle Fälle cool gemacht ist, dass dann diese Fliesen da alle so ein bisschen komisch umeinander hängen, wenn man Schaden gekriegt hat. Wir brauchen wieder Energy. Scavenger Wraith. Oh oh. Oh oh. Ich habe etwas in die Hände bekommen, nachdem Sie vielleicht suchen. Eine Aufzeichnung der Schreie und statischen Geräusche aus den letzten Momenten dieses Schiffes. Du willst es, ich weiß es. Laut dem Plünderrecht gehört es mir. Okay. Zum Glück können Sie Ihre wertvollen Daten haben, solange ich meinen Finnerlohn erhalte. Die Geheimnisse kosten 20.000? Verärgere mich und es wird dein letzter Fehler sein. Verdammt, du darfst einmal von Glück reden, dass mir das Tutorial noch keine Waffen nicht gegeben hat, du Kasperl, du Kreisliger. Ich tue jetzt da selber umeinander scaven, bis nichts mehr da ist. Was sammelt man mir da eigentlich? Ach, mir sammelt man diese Schrottteile. Die können wir dann einschmelzen und dann kann man da Sachen draus bauen. Ja, jetzt lass mich einmal wegen am Telefon dran, bis das Klump alles eingesammelt ist. Weißt du, was ist? Zahlen sind im Plünderer 20.000. Ja, werden wir da müssen, leider Gottes. Feiner Lohn, feiner Lohn. Ich mag's auch nicht, aber ist so, der Eberhofer ist zum Schammer vor allem die Ganja-Klischees, aber immer noch geiles Game. Wo kommt denn jetzt so der Eberhofer her? Aber ja, schön, dass du das sagst. Ich finde die Eberhofer-Filme auch alle so. Die Jugend von heute würde sagen, cringe. aber so hart, dass es fast physische Schmerzen verursacht. So, was können wir mit alles sammeln? Wir sammeln alles. Wir haben die Sammler, Alter. Ja, Metallschrott, Schiffswrackteile, Sprengstoffe, Sauerstoffe, Nahrung und. Ja, lass die Drohnen mal machen. Da Money müssen wir uns noch 5 kaufen. Da geht es gleich um eine ganz hausig schneller. Schau dir so. Da brauchen wir nur ein Drohnenboot da hinten. Und dann möchte ich Angriffsdrohnen haben. Wenn du die Drohnenbuchten von am Lager hinbaust, macht wahrscheinlich mehr Sinn. Ja, da hast du absolut recht. Brauchen wir nicht rumdiskutieren. So, jetzt zahlen wir mit dem anderen Deppen die 20.000. Geld erhalten! Es ist mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass er einfach abhaut. Wir lassen Ihren Flugschreiber aus dem Frachtraum fallen und machen uns auf den Weg. Da ist er! Drohne! Fass! Miau! Die Manschkerl schauen ein bisschen aus wie ein rasierter Chewbacca. Wo sind sie? Ja, wenn man nah genug ohne geht, dann nimmer. Aber ich weiß, was du meinst. So, Flugschreiber zurückbringen. Das bedeutet, wo ist er? Wir sind da. Und woher weiß jetzt ich, wo er ist? Wolfs im Schafpelz, bla bla bla, bla 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 bla. Nein, das, doch, da haben wir. Geschafft, sammle die Trümmer, geben Sie den Flugschreiber und Kommandant Haken zurück. Aber wo ist der? Ach, der ist immer da hinten. Celestial Hauler. Okay, wie viel Munition haben wir noch? Ja, beziehungsweise FTL Moon. Dann fliegen wir da oben, Sprung vorbereiten. Drohnen kehren zu Hause noch zurück. Aber ein bisschen was von Factorio Space Age hat's doch, wenn er nur ein bisschen. Factorio steckt auch schon ein bisschen drin. Ich habe jetzt noch nix ausprobiert mit Crafting oder so, aber es gibt da schon Produktionsketten. Wo war das? Energieversorgungsnetz, Rezepte, Forschung, Befehle. Wo war das? Rezepte, da.
Da gibt es 100.000 verschiedene Sachen. Da zum Beispiel ein CO2-Absorber. Und wenn du da dann Sachen anklickst drin oder Sauerstoff, dann brauchst du einen Sauerstoff, Elektrolyseur. Und da musst du Wasser reinstecken. Wasser kannst du aus Sauerstoff offensichtlich, aus Abwasser und so weiter. Ich glaube nicht, dass du Förderbandel und sowas hast und das dann ständig von selber läuft. Das muss dann deine Crew erledigen. Aber es ist schon, es hat ein Crafting-System. Sagen wir es so. Es hat ein Crafting-System. Sagen wir es so. Springen. Jetzt bringen wir mal das Zeug zurück und dann schauen wir mal, was sonst noch kommt. Der Anubis hat noch gefragt wegen Warhammer 40k Rogue Trader. Stimmt. Was war das die Rundendings? Ist das, was noch kommt oder was es schon gibt? Wenn das Rundenstrategie RPG ist, das noch kommt, ja. Wenn es schon gibt, habe ich noch nicht gespielt. So, liefern. Dann kommt er davon selber, dockt an und währenddessen können wir mir nochmal schmerzen. Und was meinst du, Rogue Trader, eine Idee vielleicht? Moment, da muss ich jetzt kurz mal, währenddessen das da andockt. Ich muss ganz kurz schnell, ich brauche bloß ein Battle. Rogue Trader. Ja, Rogue, ach, das gibt's schon länger. Oder? Das gibt's schon länger. Weißt du was, das habe ich noch nicht mehr auf der Wunschliste. Was soll man denn? Ich packe jetzt mal auf die Wunschliste. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das Spiel ist, das ich meine. Aber kann man mal anschauen. Rogue Trader gibt's schon, das neue ist Heretic. Dann meine ich Heretic. In Rogue Trader wollte ich nicht mehr einsteigen, weil es 8 Millionen DLCs gibt. So, was passiert jetzt da genau eigentlich? Sage ich das richtig, dass meine Drohnen da jetzt gerade irgendwas eingesammelt haben? Was haben die eingesammelt? Ich hab nicht aufgepasst. Voll anderes Rogue Trader. Aber was wir auf alle Fälle spielen werden, ist das neue Total War 40k. Auf das habe ich Bock. Richtig Bock sogar. Da haben die Fantasy-Teile sind alle drei eigentlich ganz gut, wenn es nicht so massive DLCs geben darf, aber das ist ja klar, ich meine, das ist überall derselbe Scheiß. Da bin ich richtig gespannt drauf. Tja, der Anubis ist ein Anständiger. Der bedankt sich sogar noch beim Bernie, dass er mich daran erinnert, dass ich auf Rogue Trader antworten soll. Das klingt nach Comzock. Wo ist denn? In Total War? Nein. Da dauert eine Runden nämlich dann 2 Stunden. Das tun wir uns nicht an. Aber irgendwo hast recht. Das haben wir noch nie gemacht, gell? Eigentlich wäre es ganz lustig. 2 gegen 2 oder so. Müssen wir uns anschauen, wie er funktioniert. Normalerweise bin ich quasi ein Fan von den Total War Multiplayer-Geschichten, weil es so dermaßen ist der Commander ein Imposter. Ja, der versteckt sich da in der Lord da unten drin. Der kommt aber raus und sticht Leute ab. Deswegen steht da 0 von 5 auf einmal, obwohl 5 Leute umeinander wuseln. Aber wahrscheinlich bedeutet das eher, wie viele Leute das gerade frei sind und nichts tun. Wie lang kann das dauern, das da oben mit zum Tragen? Machen wir ein bisschen schneller da jetzt. Ja, was gibt's denn die Zeitbeschleunigung da oben? Total War finde ich mega gut, da habe ich schon mit Rom angefangen. Was war denn mein erstes? Geliefert, Schiffswrack. So, will ich jetzt wieder angerufen von ihm oder was ist da los? Oh, wir haben unseren Rang erhöht. Da ist jetzt noch schnell spannend, was das bringt. Ich weiß nicht mehr, was mein erstes Total War war. Ist Rome nicht uralt? Ist das nicht eines der ersten? Und da reden wir von aus dem Jahre 2005 oder so. Ich komme nur aus einer Zeit, da waren Add-ons waren's Add-ons und keine DLCs. Der DLC-Scheiß hat bei uns so angefangen, das erste Mal bemerkbar zu werden, finde ich, bei einem bestimmten Call of Duty. Wo man sich auf einmal Map-Packs zusätzlich dazu kaufen hat können und ja. Ja, das ist scheiß alt, dann war es wahrscheinlich mein erstes auch. Das kann ja das allererste gewesen sein, oder? Total War Rome. Kann das sein? Aber das hat ja damals wahrscheinlich einfach Total War geheißen. Herr Harken! Wir haben die Flugschreiberaufzeichnungen analysiert und die Beweise sind bereits ziemlich eindeutig. Irgendwo da draußen ist ein Piratenschiff, das Handelsschiff mit wertvoller Ladung auflauert. Sie warten schweigend, bis das Schiff allein isoliert und wehrlos ist. Sie kommen aus dem Nichts und greifen ohne Vorwarnung an und bevor jemand reagieren kann, haben sie das Schiff zerstört und die Ladung geplündert. Wird höchstwahrscheinlich mit großem Gewinn an den Sterntor-Projekt verkauft, das offenbar keine Lust hat, Fragen zu stellen. Bisher haben sie keinen einzigen lebenden Zeugen zurückgelassen, aber die Sensordaten erzählen die ganze Geschichte. Wir haben es geschafft, ein weiteres Sensorbild des Angreifers zu extrahieren.
Oh nein! Es ist wie ein YouTube-Thumbnail aufgebaut mit Clickbait-Kastel. Es ist ein weiteres pixeliges Foto, aber es ist alles, was wir haben. Das ist zweifellos das Schiff, das für all diese Tode und diese Zerstörung verantwortlich ist. Ja, und da soll ich mich jetzt hier einwerfen. Wir müssen einen Weg finden, sie aufzuspüren und sie zu vernichten. Wir melden uns bald wieder, Captain. In der Zwischenzeit empfehlen wir Ihnen, sich um Ihre Schiffe zu kümmern. Wenn Sie Schaden erlitten haben, können Sie den Rumpf in jeder Werft reparieren. Verwenden Sie die von uns gesendeten Gelder, um Ihre Verteidigung zu verbessern. Wie viel Kohlen kriegen wir? Wolfs vom Schafpelz, abgeschlossen, entsperrt, Spielmodus überleben. Und dann haben wir die fetten 200k gekriegt. Schau dir das an. Was hilft mir jetzt da? Logistik Rang 2? Was kann das? Mein erstes war das zweite, Total War Medieval. Das erste war Shogun. Tatsächlich. Ja, Weibia, danke fürs Recherchieren. Oder nur auswendig wissen. Und Rome war das dritte. Dann kannte mit 2004, oder was habe ich vorher gesagt? Ihr hättet jetzt auf 2004 tippt. Total War finde ich mega, ich komme da aus der Zeit, das ist scheiß alt. Aber es war gut. Total War Spiele sind alle gut. Und das noch geschmückt mit dem Warhammer-Universum. Ich bin eigentlich Warhammer-Fantasy-Fan, da habe ich Welten mehr Figuren als aus dem 40k-Universum und so. Und viel länger auch wirklich aktiv gespielt im Fantasy, das gibt es ja schon gar nicht mehr. Deswegen habe ich es ziemlich geil gefunden, aber mittlerweile habe ich mich doch ein bisschen in 40k hinein verliebt und muss sagen, a Total War 40k, da bin ich gespannt, wie sie das machen, weil da ist ja doch viel mehr Gebolze als Melee. Mal schauen, wie sie das machen. So, was bringt mir jetzt seit Rang 2 Logistik? 10%, 20%, verstehe ich nicht. Ich habe mir dafür ein Herr der Ringe-Mod geholt. Ist sicherlich auch geil, warum nicht? Rambo 2004. Nein, ich habe nachgeschaut. Ja, wenigstens ehrlich, der Herr Weibio. Ihr habt Eiskalt gesagt, das habe ich gewusst. So, was tun wir jetzt noch? Was müssen wir jetzt probieren? Das sind Gegner, jetzt schauen wir mal, ob wir uns irgendwie Waffen kaufen können. Jetzt fliegen wir zu einer Werft. Und schauen wir, ob wir irgendwie Waffen einbauen können. Entweder Waffen oder irgendwie meinen in einem Asteroidenfeld. Da im Asteroidenfeld, das da ist, aber da herum war ein Asteroidenfeld, gell? Dann springen wir da rauf, das probieren wir jetzt. Mining gefällt so viel Leid, was ich niemals verstehen werde, aber gut. Als dauerhafte Beschäftigung zumindest. Herr TerraPlace! Oh lecker, du bist auch schon so dermaßen lang dabei. Mehr als 63 Monate, das ist also die legendäre Bavaria One. Ja, fast. So, springen. Birgers Busenbooster bei Birgers Busen. Aber weißt du, was mir noch abgeht in dem Spiel da so? Natürlich hier Sternentor bauen, bla bla bla. Aber irgendwie geht mir nur so ein Ziel vor der Nase ab. Bitte frag mich nicht, warum. Ein konkreteres Ziel als dieses Sternentor bauen. Das sollte mir vielleicht zu denken geben, weil dasselbe Ziel ist in NX auch so ungefähr. Na gut. So, jetzt passen wir auf. Jetzt schauen wir mal, ob wir da uns noch was zusammenziehen. Quartiere, Antrieb, Verteidigung, Railgun, Kanone, Waffenkontrollzentrum. Ein Terminal, an dem ein Waffenoffizier mehrere Waffen gleichzeitig steuern kann. Railgun, Gatling Gun. Oh, die kostet 30.000. Dieses Schnellfeuerwaffensystem für den Nahbereich, das in erster Linie als Verteidigungsmaßnahme gegenüber Angriffsjägern und Artillerie entwickelt wurde. Die Gatling-Kanone eignet sich hervorragend, um schnell bewegende Ziele aus nächster Nähe zu zerstören. Allerdings fehlt ihr die Durchschlagskraft, um gepanzerte Ziele zu durchdringen. Da fällt mir fein so Werte. Ich brauche irgendwie Werte und Zahlen, sonst drei durch. Werkbank für Munition, Waffen und Kugeln. Diese Kiste enthält Munition für Gatling-Kanonen. Dann haben wir einen Waffenoffizier, Kanonengeschosse, okay, Industrie. Bergbaulaser! Hier, Drohnenbuchten. Kann man doch nicht Drohnen kaufen, die Bergbaulasern? Metallschrott, Logistikdrohne, edles Erz. Wieso, das kann man nicht kaufen, gell? Warte mal, Erz. Okay, es wird in der Suche schon alles gelistet. Alles gelistet, was verfügbar wäre, auch wenn es nicht kaufbar ist. Gibt es jetzt da eine Logistikdrohne? Kann eine Logistikdrohne Erze verarbeiten? Logistik, Sauerstoffbelader, Wissenschaft, Supercomputer, Ressourcen, Komponenten, Linsen, Prozessor, Rahmen, Motor, Crew, Raumanzug, Crew, wissenschaftliches Personal. Nein, nur Bergbaulaser.
Dann werden wir uns jetzt einfach unser Geld aus. Ich muss sowieso nochmal alles neu machen. Kann man diese Teile da umstellen? Ich habe noch nichts gefunden, wo man irgendwie das nehmen kann und wegbauen kann. Warte mal. Demontieren. Ah, man kann es umbauen. Aber da bin ich jetzt auch zu faul. Das dauert wieder ewig. Da fange ich lieber von vorne an. So, jetzt pass Obacht. Aber was wir umbauen könnten. Demontieren. Drohnen. Demontieren. Das können wir gleich mal durchgelassen. Bauen wir die Drohnen aus, die bauen wir vorne rein. Und jetzt kaufen wir uns einfach einmal irgendwelche Waffen. Vielleicht zumindest Kanone. Diese Waffen sind in mittlerer Reichweite, beschießt das Ziel massiv mit Sprenggranaten. Kanonengeschosse eignen sich hervorragend, um einem gegnerischen Schiff Flächenschaden zuzufügen und dessen Hüllenplatten zu zerstören. Das heißt, ich kaufe mir jetzt eine Gatling Gun, eine Kanone. Wie viel Geld haben wir? Kostet 80G, 160G und dann kaufe ich mir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann kaufen wir uns einmal 20 Kanonen und 10 mal Kugeln. Und dann haben wir eh nur noch 100.000 und dann passt das. So, bestätigen. Kannst gleich mal herbringen, das Klump. Und dann fliegen wir mal irgendwo hin, wo Gegner sind und schauen wir einfach, was passiert. Ich weiß auch nicht. Schanta, du hast ein Gatling an Bord? Jetzt dann habe ich ein Gatling an Bord. Ach so, meinst du? Warte mal. Eventuell habe ich da was falsch verstanden. Warte mal. Nein, das ist falsch. Handel. Das ist halt auch geil. Kann ich da diese Strukturen, jetzt warte mal, Schiff, Hülle. Du kannst halt da einfach dein Schiff erweitern. Das ist halt schon geil. Na, Herr Haken, ich hab keinen Platz jetzt. Kapitän, wir sind bereit, unsere Jagd nach dem Piratenschiff fortzusetzen. Bitte treffen Sie mich am markierten Ort. Reißzukommandant Haken. Schon wieder? Kruzifix. Ja gut, dann werden wir sowieso schießen müssen, oder? Aber das wird wieder alles ewig dauern, weil der wieder 3 Stunden lang umeinander labert. Jetzt passen wir hoch. Wo bauen wir jetzt, pass auf, installieren. Drohnenbucht. Drohnenbucht, der wir auf alle Fälle einmal 4er. Die werden wir mal da in die Lagerhalle hinein, die werden wir aber unten nie, dann ist man schneller beim Ausladen. Machen wir so. So, dahin. Dann haben wir Kabel, da geht sowieso einmal eine Stromleitung umgezogen. So. So, wunderbar. Kann man das da abreißen? Oh, schön, das kostet noch nicht einmal was. Wunderbar. Installieren. Gatling-Kanone. Gatling-Kanone. How does this shit work? Wo? Ah ja, das habe ich mir fast gedacht, dass man das nicht vorne ausrichten kann. Das heißt, wir müssten mal Breitseiten schießen. Sag ich das richtig? Und der wir das jetzt einmal... Aber da unten ist unsere Munition. Da es jetzt schnell gehen muss, normal würde ich das nicht so hinbauen, aber das ziehen wir jetzt nochmal da hin, das Ding. Haben wir nur eine Gatling-Kanone? Habe ich 2 gekauft oder haben wir schon eine gehabt? Scheißegal! Kanone! Kanone! Gatling-Kanone! Hätten wir da 1, 2, 3, da hätten wir die letzte auch noch hingekriegt, oder? Verdammt. Haben wir es da vielleicht auch hinzimmern, vorne, dass wir nach vorne schießen vielleicht? Ja, vielleicht können wir auch nach vorne schießen, ein wenig. Das tun wir gleich einmal, dann platzieren wir die da nach vorne, warum nicht? So, wir haben einen Montagetisch gekriegt, wo haben wir den? Wo kommt denn das ganze Klump her? Montagetisch. Ja, jetzt sind wir jetzt da hin, da haben wir da eine Raffinerie. Was weiß ich denn? Ziehen wir das irgendwo hin? Treibstoffbelader. Oh, zweiter Treibstoffbelader. Na gut. Dann hier Kabel. Na, da kriegt der innere Monk einen Vogel. So. So. Dann ziehen wir da alles mit Strom voll. Und dann... Ja, das halt so leider nicht hin. Mein innerer Monk springt gerade im Dreieck und kriegt einen kompletten Schlaganfall, aber gut. So, dann... Lager, Logistikdrohne. Die haben wir da her und das Lager löschen wir. Okay, das geht mit rechter Maustaste, by the way. Und das schaut jetzt aus wie Kraut und Ruhm, das ist mir jetzt aber wurscht. So, was müssen wir da? Nix. Der Haken kann uns am Arsch lecken, das schaut eigentlich gut aus. So, jetzt springen wir einfach mal in das System rein, wo irgendwo Gegner sind. Halt, stopp. Industrie, Bergbauleiser. Scheiß Bergbauleiser kostet doch nichts. Holzhofen, Drohnenbuch, das da meinen Sie ja auch noch her.
Das ist mal so ein Eiswolf. Jetzt zerkleinert riesige Eisklumpen zu kleineren Stücken und erwärmt diese dann, bis sie schmelzen. Ein Gaskollektor, eine Raffinerie, chemisches Labor, Hyperraumschaufel, was nicht alles gibt. Ja, du her, das Ding ist ja wurscht, vielleicht kriegen wir das auch noch zum Singen. Brauchst du nur einen Offizier? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Du ein Herr, weil es eh wurscht ist. Es ist ja jetzt die Frage, ob man einen Waffenoffizier für jede Waffe braucht. Deswegen dann nämlich auch dieses Kommandozentrum da Sinn machen, dass eine Person mehrere Waffen gleichzeitig bedient. Oh, ist der jetzt schon da? Oder kommt der gerade? Hallo, ich habe einen Waffenoffizier bestellt. Wo ist denn der? Wulfric! Hast Waffen bekommen, Geld war für Waffenkontrollzentrum gedacht, jetzt bist du pleite und kannst nicht mehr feuern, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja, das wird gut, wenn wir ein bisschen was ausprobieren, das hilft eh nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Das werden wir ausprobieren, da springen wir jetzt einfach, jetzt pass auf. Da springen wir jetzt da oben, da springen wir hin. So, dann ist wahrscheinlich schneller gut, wenn wir schauen können. Merci dir, by the way. Da fliegen wir jetzt rein und dann schauen wir, wie das funktioniert. Hülle reparieren, hoppala. Hätten wir vielleicht also Kontakt mit dem Gegner. Tu mich gleich mal auf Pause. Pause! Gegner wo? Da ist der Chakrali-Miner, der kann keine große Bewaffnung nicht da haben. Das habe ich nie schon gelernt. Wo ist er? Da ist er. Hast du eine Bewaffnung? Ach du Scheiße, das ist da vorne alles Waffen. Was ist denn das? Bergbau. Ach, das sind Bergbaulaser. Ja, möchtest du mich totlasern? Du Vogel, du! Und das da ist der zweite Bett, der Teenie Fighter. Und da ist ein Small Miner, das ist der gute. Da hinten müssen wir. So, gut. Wir müssen uns auf alle Fälle jetzt einmal... wir werden jetzt lernen, wie wir unsere Waffen im Kampf einsetzen. Das Spiel wurde für den Moment pausiert. Kampfstart, wenn wir das nochmal ausschalten. Ja, da gibt es sogar ein Tutorial. Okay. Kampfstation. Wieso fliegen das so komisch da davor? Jetzt bleibe da. Stopp. Müssen aktiviert werden, bevor du deine Waffe einsetzen kannst. Kampfstationen! Deine Crew läuft zu den Waffen, um sie einzusetzen. Genau das habe ich mir gedacht. Wieso fährt denn jetzt da so komisches Zeug weg? Gatling Guns benötigen keine Crew, um sie einzusetzen. Die Gewehrläufe bringen sich auszufahren, wenn sie ankommen. Wenn die Läufe vollständig ausgefahren sind, sind sie schussbereit. Okay. Pause. Gut gemacht, deine Waffen sind jetzt schussbereit. Das ist ja wie automatisch aus der Pause rausgeht und so, das macht mich neidisch. Taktisch. Warte mal. Oh, da haben wir die rote Rakete ausgefahren. Okay, wir sollten uns aber vielleicht in die Richtung vom Gegner dran. Das war eine Idee. Jetzt warte mal. Das geht jetzt da nicht. Warum nicht? Oh, wir haben ein Damage, 192 von uns, 11% Damage. Ja gut, dann. Und was passiert jetzt? Wieso kann ich jetzt nicht mehr ins Innere von meinem Raumschiff reinschauen? Verdammt nochmal. Kann ich irgendwie Gegner anvisieren? Kontakt mit dem Gegner. Okay. Jetzt warten wir einfach, schauen wir einfach, was passiert. Das hilft eh nicht. Schicke mal rote Rakete! Ja super, du musst dich schon dran! Ah! Ja, oder er fliegt unter. Warum von dem? Was passiert denn? Oh, wir schießen zurück. Um 12 Uhr wird zurückgeschissen. Brrr. So, ich möchte ihm nachfliegen. Wieso kann ich nicht fliegen? Hallo? Taktische Ansicht. Das ist die taktische Ansicht. Taktisch. Hier, ich möchte fliegen. Teenie Fighter. Ich kann nicht fliegen. Wieso kann ich nicht fliegen? Ich weiß auch nicht. Jetzt muss ich warten, bis die um mich rundherum fliegen, oder was? Da haben wir nur Gatling Gun G. Wo schießt die Gatling Gun hier, oder? Was tut denn die Gatling Gun? Verschießt doch die ganzen Kugeln nicht! Bist du vollkommen... Bist du volltrunken, mein Freund? Du musst dich... Oh, no. Wieso muss ich in mich auswählen? Wieso ist nicht... Ich bin doch da mit einem... Oh gut, wenn wir später 25 Schiffe haben, dann ist das... Ja gut, bin ich schon stark. Okay, bin schon stark! Da denke ich nicht dran. So. Kurve! Schnell! Schneller! Schneller ausrichten! Und jetzt haben wir straight in Eve, Alter. So. Kann ich irgendwie auswählen, wer...
jetzt zoomen wir mal raus da. Falsches Schiff, du Koffer. Deine Mama ist ein Koffer, den ich 14 Mal eingeschissen hab. So. Kann ich irgendwie Ziele auswählen? Du schießt da hin. Nein, das nicht. Schieß! Brrr. So, Taktik. Schluss. Wir fliegen mal wieder so lang. Los. Mit dran. Schneller mit dran. Wo schießt denn die hin? Was war wo? So, das machen wir jetzt wie in Eve. Wie wir es in Eve beim Intercepten gelernt haben. Immer in Bewegung bleiben mit vollem Schub, maximal ausweichen. Ja, Freunde, so treffen wir keinen! Da lang. So. Brrr. Aber da. Immer schön mit dran. Immer schön rundherum fliegen. Was fliegen da? Nein, haben wir unsere Prüfer schon verschossen? Ich weiß es nicht. Na, einer Kern. Dran. Da hat zweimal gesessen. Wann ist denn die Bumsbude von denen hin? Ein bisschen netter kommen. Der andere gibt uns eine fette Breitseite voll in die Fresse, ist mir scheißegal. Okay, aber es kommt. Ja, bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, wie gut mir das Kampfsystem gefällt. Weil wenn ich nicht auswählen kann, auf wen ich schieße, wo schießen denn die immer an? Ich weiß überhaupt nicht, was die tun. Peng, wann hatten die einmal hin? Jetzt hat's zerrissen, den Huren! Schauen wir mal, wie das ausschaut. Ah, da ist dann mit Sicherheit ein Haufen Zeug zum Looten. So, und jetzt fickt man den anderen. Wo ist denn der andere? Drehen, mein Freund, los! Drehen! Der, wenn er auf uns zufliegt, muss er sterben. So, und jetzt Vollgas nach vorn. Und jetzt gib ihm. Hallo, ihr sollt schießen! Wo schießt doch keiner? Kampfstationen. Haben wir tot? Ah, wieso muss das so laut sein? Effektivste Gatling Gun ever. Aber wieso schießt hier keiner mehr? Na gut, lass mich laufen, ich weiß auch nicht, was passiert. Oh, da fährt er aus! Rote Rakete fährt aus! Wie von so einem kleinen Pimmelfighter da auf den... So, Vollgas. In diese Richtung. Nein, wir lassen uns da nicht arbeiten, das kannst du fett vergessen. Das haben wir in Eve. Oh ja, oh mein Gott. Nein, mein Freund, nein. Jetzt schießt's! Schieß! Ja! Das schaut gut aus, das schaut jetzt nicht mehr so gut aus, aber gut, damit werden wir uns drehen müssen. Kommt Radi halt, nein, wir lassen durchfliegen. Da lassen wir hinfliegen und dann bleiben wir nämlich stehen und dann schießen wir geradeaus einfach neu. So, rein! Rein jetzt in die Olga! Peng, Motherfucker! So, da runter, ein bisschen hinten rein. Ja, hat's den schon zerrissen! Kanone macht Brrrt! Raumschiff macht Peng! Batterie, Stromkräfte. Hülle kaputt. Und jetzt müssen wir erstmal da herfliegen. Jetzt fliegen wir mal gemütlich da hin und schauen, ob wir uns irgendwo so abholen können. So, Kampfstationen aufheben. Scotty. Schadensbericht. Ja, über das Kampfsystem bin ich mir... Jetzt warte mal. Schub aus. Also es blinkt alles rot. Wir haben ja ziemlich auf die Fresse gekriegt. Ich will ja nichts sagen, aber schau mal auf die Uhr. Das hab ich schon im Auge gehabt, so ist es nicht. Das habe ich gemeint mit, das werden wir heute nicht mehr zu Gesicht kriegen. Deswegen bin ich jetzt da einfach reingesprungen und hab gehofft, mir ballert mir irgendwo rum. War das Pro-Gaming? Da ich noch nicht so hundertprozentig weiß, was man tut. Oder wie man das tut. Dass man gezielt irgendwie auf Schiffe schießt, oder schießt es automatisch auf das Netteste.
Kann ich da jetzt eigentlich irgendwas einsammeln? Wo haben meine Drohnen? Sind meine Drohnen überhaupt da? So. Haben wir überhaupt Drohnen? Sehe ich das irgendwo? Haben wir irgendwo Inventarlisten oder so? Forschung, Rezepte, Befehle, Aufträge, Editor, Konstruktion, installieren. Da ist bloß ein Bergbaulaser irgendwo. Ja, den installieren wir auch noch schnell, weil, ist eh wurscht. Hier hin. Auf Bergbaulaser, dann schauen wir uns das nämlich auch noch schnell an. Damit wir mal so die zwei wichtigsten Dinge wahrscheinlich im Spiel gefunden haben, mit denen man sich beschäftigen kann. Kabel. Wahrscheinlich kann man sich mit noch viel mehr beschäftigen. Wir haben bloß nicht mehr gesehen, aber ist wurscht. So. Strom haben wir genug, Treibstoff haben wir genug, FTL-Jumps haben wir genug. Aber wo sind meine Drohnen hin? Was ist das? Luke! Der Herr Bürger! Warum gibt es im Weltraum eigentlich keine Rassentrennung? Weil es im Vakuum alle gleich blau laufen. Und jammern jetzt auch keiner, hab ich gehört. Luke, merci dir. Glaub, bei den Gatling Guns haben sie die sauber geräumt. Ah, stimmt. Stimmt, das ist vorher dabei gestanden, gell, dass die Gatling, wie kann man das dann deaktivieren irgendwie? Dass die automatisch da ausfliegen und den Scheiß sammeln. Und das sind so die Sachen, die gehen mir da so ein bisschen ab. Ich möchte einzelne Waffentypen einfach aktivieren, deaktivieren können, ich möchte zielen können, vielleicht möchte ich sogar selber zielen können. Dann wird es nämlich richtig interessant mit Pause, Play, Pause, Play, Pause, Play, Waffen ausrichten und so weiter und so fort. Was fliege ich für einen Winkel zusammen? Je schneller, dass ich fliege, desto weniger wie ich getroffen und lauter so ein Scheiß. Der Sensi schreibt Hashtag kannst. Ja, ich habe es aber irgendwie noch nicht gefunden. Taktische Ansicht links unten. LMB Waffe out. Muss ich nicht auf Zeichen gehen. Da steht ein Haufen Klump, das ich jetzt im Eifer des Gefechts natürlich nicht gesehen habe. Was haben wir da? Auto. Kanone von Steuerbord 3. Das ist das Ding. Linke Maus, Waffe auswählen. Schiff mehrere Waffen auswählen. Aktuelles Ziel löschen. Ach so, warte mal. Und, okay. Kann ich das mit 1, 2 und 3 auswählen? Bergbaulaser von Backboard. Steuerbord ist halt rechts vorne, ja, das macht schon Sinn. Aber das können wir uns jetzt nicht anschauen, denn es funktioniert wahrscheinlich beim Meinen genauso wie beim, hoppla, wie beim, schaut, dass wir jetzt da von den Leichen nichts aufklauen können. Wir beim Kämpfer. Also wir fliegen jetzt mal da so her, gibst mal Vollgas. Oh, Feinde im Anflug? Nein, nicht! Wo? Ich bin der einzige Feind. Wo ist Feind? Wo ist der Feind? Feinde im Anflug. Oh Gott, da kommen Feinde. Aber dann müssen wir uns schicken. Die ballert mir auch noch runter. Und dann können wir das vielleicht auch noch testen. Und dann ist gut. So, jetzt gehen wir nämlich da in die Kampfstationen. Und da ist der Bergbaulaser anscheinend auch dabei. Warum auch immer. Aber wir müssen ein bisschen da so vorbeifliegen. Müssen wir da so herfliegen. Weil wir mir an Backboard dieses Ding haben. So, der kommt jetzt da an. Und dann... Was war das jetzt für ein komischer... Tut das Ding automatisch was, oder was? Bergbaulaser? Oh, tatsächlich. Ach, das schießt diese kleinen Kugeln da raus aus dem Asteroiden und die Drohnen daten das Zeug einsammeln. Ja, okay. Bin schon start. So, warum ist meine komplette Energie aus? Hallo, kann das mal irgendjemand regeln, bitte? Warum ist meine Energie aus? Gegnerische Schiffe NG-10, wo? Small Miner. Ja, den schieße ich aus dem Leben, Alter. Aber vorher müssen wir den Strom richten, das war eine tolle Sache. Was ist denn mit dem Strom? Warum ist der Strom kaputt? Strom! Strom wo? Warum ist der Strom nicht anwesend? Ich check's nicht. Hilfe! Schießt jetzt der Bergbaulaser auf den Gegner? Nein, wo ist denn der Gegner? Wo ist der kleine Scheißgegner? Oh Gott, da kommt er. Benzin gar? Ja, ja. Nein. Da, Leisten ist voll mit dem Benzin. Strom auch. Wieso hat alles Strom außer... Wieso hat alles Strom außer diese Dinge? Ist irgendwo ein Kabel
zerschossen worden oder so? Der Tank ist gar... Auch nicht. Da ist auch noch Tankscheiß drin. Armanzug, Treibstoff. Hä? Ich darf den Bergbaulaser ausschalten? Das ist mir momentan nur wurscht, weil ich nicht check. Weil ich nicht, jetzt möchte ich schnell mal das Zielen probieren. Was eh wurscht ist. Ah ja, und dann kann ich da ein Ziel auswählen. Ja, das macht Sinn. Aber wieso haben die keinen Strom? Du brauchst einen Akku. Fix der Bergbaulaser auf die Energie. So. Aber wo sechst denn das? Wo sechst das der? Wie kann ich den ausschalten? So, nur das nächste. Wie schalte ich dieses Ding aus? Demontieren wir es einfach wieder. Das weg den Schund. Okay, wird deaktiviert. Tatsächlich sauft der den ganzen Strom weg. Beim Bergbaulaser blinkt kein Blitz. Ja, aber bei vielen anderen Dingen auch nicht. Muss man jetzt auch mal sagen. So, wir müssen uns auf alle Fälle Schub so und in diese Richtung. Los, bewegen, 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 bewegen und schneller, 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 schneller. Viel schneller in... Das ist immer ganz gefährlich, wenn er Breitseiten sepp. Komm, 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 komm. Jetzt haben wir immer noch keinen Strom. Warum nicht? Das Ding geht. Die anderen gehen nicht. Warum nicht? Nix demontieren. Und der Mehrwert. Kann das sein, wenn wir mir diese ganzen komischen Dinger da eingebaut haben? Ist das? Da haben wir doch vorher auch gekämpft mit dem Zeug. Verstehe ich nicht. Auto kannst du außen einschalten. Ah, da muss man mit dem rechten. Da steht da so Auto. Und ich habe nicht gesehen, dass man das mit der linken kannst du das aktivieren, aber nicht mehr deaktivieren und mit der rechten kannst du es deaktivieren. Kanone von Steuerbord. Ja, ich meine, was soll ich jetzt da groß tun? Das mit der Energieverwaltung check ich noch nicht ganz. Und das mit dem Zielen, das mich jetzt auch interessieren. Zielt das jetzt einfach in die Richtung oder verfolgt das den Punkt am Raumschiff? Das werden wir sehen. Kanone von Steuerbord, Kanone von Steuerbord. Gatling Gun funktioniert automatisch. Ja, fliegen wir einfach mal, ist ja sowieso scheißegal. Ist ja sowieso scheißegal. Wir drehen uns jetzt da wahrscheinlich sauber im Kreis mit dem Idioten. Er schießt nicht und ich schieße nicht. Kontakt mit dem Gegner. Naja, wir fangen zumindest an zum Schießen, aber wo die Gatling Gun hinschießt, weiß ich nicht. Machen wir ein bisschen mehr Schub. Oh, jetzt fangen wir an zum Schießen. Wo auch immer das herkommt, weiß ich nicht. Aber, ja. Okay, das ist cool. Okay, ich nehme alles zurück. Das Ziel merkt sich, wohin geschossen wird. Wir schießen mal eiskalt an dieses Ding. Schauen wir mal, ob man gegnerische Kanonen ausschalten kann. Da und da hin und wie gut, dass die treffen. Schauen wir mal. Oh, der hat nicht getroffen. Dann müssen wir uns immer sauber... Schub zurück, Schub zurück. Und Schub wieder rein. Circlen lassen wir mir uns sicher nicht. Ja, getroffen. Vielleicht auch ein bisschen netter hin. Ja, da kannst du auch drauf schießen, wo der... Oh, au. Ballern! Breitseite ballern, los! Ah, nochmal 2 gesessen. Da sieht man einen Damage. Haben wir's gleich. Einen Schuss noch! Gib ihm! Easy going! Tja! Oh, wir haben auch ganz schön kassiert, so ist das nicht. Ja, okay. Jetzt hat's die Tiefe, die ich haben will. Ich kann genau aufs Raumschiff zielen, ich muss mich selber drehen, ich muss selber in einem Winkel mitfliegen, weil sonst die Sachen irgendwo hingängen und. Freunde der Sonne, sollen wir vielleicht einmal eine Runden Eve spielen? Also, das darf mich interessieren. Ist jemand hier drin, Wauzi, du zählst nicht. Also, du zählst sowieso, bei dir weiß es so, man ist. Du weißt schon, wie es, Mann. Ist hier jemand, der Eve spielt? Ist hier jemand, der Eve spielt? Bitte ein Ja in den Chat
und wie viele Skillpunkte dein Hauptschau hat. Keine Umfrage. Immer mal keine Umfrage, aber da sitzen wieder 800 Zipfelmänner herin, die einfach Ja drucken, obwohl es nicht stimmt. Wenn der Grantler-Bortscher fragt, was ist das, dann... Tantei schreibt vor langer Zeit, das ist egal, Eve vor mehr als 20 Jahren zuletzt gespielt. Ja, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen lang. Hab nur den Free-Content mal gespielt. Was heißt das? Ich verstehe nur Deutsch. Ja, Korgi, dann weiß ich nicht, dann lernst du das. Vor sehr langer Zeit, ja, nee, was zum Teufel ist das? Birger, schau dir mal Cosmotier an. Eve, nein, noch nie gespielt. Taugt das was? Leider nicht mehr, aber für den Blödsinn, den wir mir treiben traten, schon. Den Blödsinn, den wir mir treiben, da darf ich einen Bauzi wahrscheinlich auch noch mal dazu kriegen. Wir hätten da nix zum Verpulvern. Nein, natürlich nicht. Kennen ja, aber spielen nein, um Gottes Willen. Gerade nicht aktiv. Cosmotier ist saugeil, aber ein bisschen grindy. Kann aber definitiv nichts für deinen Schlafrhythmus, nein. Einfach mal nach dem Stream kurz anschauen. Ich kann ihn nicht nach dem Stream kurz anschauen. Das... Warte schon, was er schreibt. Hey, kannst du nach dem Stream mal kurz Eve anschauen? This is not how it works. Der Jackson schreibt, nein, aber habe es mir gerade runtergeladen. Viel Spaß. Ich möchte jetzt doch nicht wieder Leid zu irgendeinem Spiel mehr. Ich warne euch einmal. Einmal. Eve ist das komplexeste Spiel, das du jemals spielen wirst. Punkt. Da ist nichts, ich schaue mal kurz eine und dann, oh ja, das ist glaube ich ganz lustig. Nein. Nein. This is not how it works. Ich sage einmal, in Eve funktioniert das Skillen so wie bei mir in Annex. Du drückst einen Skill und da steht dort, der dauert eine Woche von Stufe 3 auf 4, dann dauert der eine Woche. Ich meine mit kurz anschauen einen Trailer oder irgendwas, was das Spiel kurz vorstellen. Im Trailer sagst du auch nichts. Es ist ein Weltraumspiel. Es ist ein 3D-Weltraumspiel. Da müsstet ihr jetzt da ist, wenn ich über Annex schmerze, ein Witz. Ach, das ist ein MMO, oh je. Wie gesagt. Deswegen möchte ich wissen, ob Leute herin sind, die Eve spielen oder zumindest in halbwegs absehbarer Vergangenheit mal gespielt haben. Dass die einigermaßen wissen, von was reden. Weil dann da die sau witzig finden, wenn wir uns hier sitzen, in der Rifter-Gang sitzen zu 20 oder so und einfach irgendwo rumfliegen. Und irgendwen angängen und aufs Maul hauen. Das war sau witzig. Eve-Spieler sind Nerds für die Leute, die für andere Nerds sind. Herr Holzende, das trifft's ziemlich genau, ja. Bei Eve dauert der Trailer schon 2 Stunden. Ja, wahrscheinlich. Autosave, so. Was gehen wir jetzt, ich sehe schon, wie spät das ist übrigens, Leute. Was gehen wir jetzt der Last Starship für eine Wertung? Es ist Eve in 2D. Ich muss einmal 10 von 10 geben. Ich muss. Weil ich es gerade lese, habe die X-Teile gefeiert und jemand hat noch was von Star Citizen gesagt. Nein. Eve hat nichts mit Star Citizen zum Tor und nichts mit der X-Reihe. Nothing. 5 weniger als Cosmotier. Cosmotier habe ich noch nicht gespielt. Habe ich aber schon sehr lange auf der Wishlist. Sollten wir uns das vielleicht einmal anschauen als Konterfei. Spielst das nochmal. War gemütlich zum Zuschauen. Wenn es einmal dazwischen eine passt, ja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das was ist, was wir 5-mal im Stream sehen werden. Aber ich wollte selber, hat es mich stark interessiert. Der Wauzi hat es mir ja mehr oder weniger gesagt und daran erinnert, dass der Last Starship gibt. Ich finde es gut für das, was sein will. Es ist Eve in 2D als Singleplayer-Spiel. Tippitoppi. Für Mehrfachstream nicht geeignet, wird sicher einseitig. Ja. Weil alles, was in dem Spiel passieren kann, haben wir, glaube ich, grob gesehen. Meinen, einsammeln, Sachen kaufen, Aufträge machen, Schiffe größer bauen, mehr Waffen, logischer bauen. Das Spiel, da ist der Weg das Ziel. Genau wie dasselbe übrigens wie in Eve. Da ist der Weg das Ziel. Aber ich bereue den Kauf nicht. Was hat es überhaupt gekostet? 15 € oder so? Was kostet Last Starship? Ich weiß es nicht. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein Spiel näher bringen. Ich bin mit Sicherheit habe ich den einen oder anderen angefixt. Mit vielen, glaube ich, ist nichts. Aber ja, dann schauen wir uns heute noch 2 Stunden Trailer an. Herr Geiselbart, das der wir nicht. Wir können uns schon noch schnell was zu Eve anschauen.
dass du eine grundoptische Vorstellung hast, wie das Spiel am Anfang ausschaut und wie das Spiel ausschaut, wenn du Eve spielst. So, jetzt haben wir da mal schnell Spielstand erstellen. Bürger Stream 1. Speichern, Optionen speichern, in der Steam Cloud speichern, selbstverständlich, neuen Speicherstand erstellen, wunderbar. Und dann machen wir das dazu. Ja, das klang den Taudei. Nein, klang es ihm nicht. 17,99 € kostet es. Ja, da habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen. Hau auf jeden Fall noch Mugenics auf die Wishlist. Ist es bereits, Herr Hunter? Ist es bereits. Aber jetzt wird es dann eng. Wir haben jetzt dann keine Löcher mehr, die wir stopfen müssen am Montagen und Mittwochen. Weil am Freitag kommt Reanimal raus, das spielen wir nächsten Montag. Dann haben wir noch Quarantine Zone. Das kommt nächsten Mittwoch. Und dann haben wir, glaube ich, schon in der Woche, wo Resident Evil kommt. Dann ist nämlich der verfickte Kacknudel Februar schon wieder vorbei. Kruzifix. Oder haben wir noch eine Woche dazwischen? Da kann man Cosmo, da muss ich jetzt mal schnell schauen, warte mal. Cosmotier, Raumschiff, Architekt und Kommand. Ja, das habe ich auch schon 1000 Jahre auf der Wishlist. Ja, das schaut genauso aus. Schau, wir können mal schnell in den Cosmotier-Trailer reinschauen, falls jemand interessiert. Achtung, ist da irgendwas off, was kann was angeht? Nein. Bildschirm. Schönen guten Tag. Hier, das ist Cosmotier. Schaut auf den ersten Blick genauso aus wie das, was wir gerade gespielt haben. Baust du auch dein eigenes Raumschiff halt zusammen, es kann alles brennen, aber deine Crew rennt rum, es ist ein Top-Down-Ding. Du kannst gezielt in so, und ich glaube, dass das. Hi, I'm Walt, the creator of Cosmotier. Der Walt schon I'm wieder. here to tell you about Jetzt passen wir auf. Ich glaube, dass Cosmotier einfach schon ein bisschen. Grafisch ist schon gleich mal ganz was anderes. huge fires and makes them more vulnerable to your other weapons. It is extremely powerful, but the downside is that it also generates heat on your own ship. That heat is just as deadly to you as it is to your enemies. So to prevent your ship from melting down, you'll want to build a net. Da brauche ich gar nicht weiterschauen, ich sehe sofort, was da los ist. 1000 verschiedene Module, die du selber zusammenbauen kannst und Effizienz zusammenbauen kannst. Du hast eine Crew, du hast verschiedene Waffen und wenn dir der Gegner wahrscheinlich in deinen Reaktor oder irgendwas reinballert, dann zerreißt das ganze Ding und. Ein wenig bunt fürs All. Herr Warze, das ist genau das Einzige, was ich jetzt da zu kritisieren hätte. Das ist dermaßen quietschi-bunti, dass ich einen Vogel kriege. Und wenn man Eve, leider Gottes, hat das in den letzten Jahren so stark abgebaut, dass das nur noch vollgasnarische spielen. Und da ist sehr viel Pay-to-Win drin, leider Gottes mittlerweile. Eve hat eine Atmosphäre und einen Artstyle, der im All- und im Sci-Fi-Universum seinesgleichen sucht. Nur wegen dem habe ich eigentlich Eve vor fast 20 Jahren, Kruzifix, vor ziemlich genau 20 Jahren sogar. Ich glaube, mein Account ist von 2006 oder so. Oder 2007, ist ja wurscht. Unterschied wie Eve und WoW von der Vorbeer. Ja, das ist ein schönes, ja genau, das ist WoW und wir können uns jetzt noch schnell einen Eve-Trailer anschauen, damit mal jemand eine grobe Vorstellung zumindest kriegt. Eve Online kostet grundsätzlich. Ich ergründe die Geheimnisse des Universums. Gottes Willen. Ne? Mutter Steff, merci für den Sechser. Derry, wie geht's da? Blendend. Danke der Nachfrage, ich hoffe Ihnen auch. Timmy Boy, ich schleiche mir jetzt seit Nacht alle miteinander. Schau, Timmy Boy war langweilig. Schau, Timmy Boy war langweilig. So, ja. So. Schauen wir uns einfach mal den erstbesten Trailer auf Steam an. Eve ist grundsätzlich kostenlos, aber dadurch beschränkt. In Eve hast du Skills, die kannst du skillen wie in einem Browser-Game in Echtzeit. Ich möchte jetzt seit Kaldari-Fregatten fliegen, da brauchst du den und den Skill. Ja, Skill von Level 1 auf 2, Klick. Und dann läuft das in Echtzeit. Du kannst die auslocken, der Skill läuft weiter. Und zur Vorwarnung, es gibt Skills, die dauern 3 Monate. Von einer Stufe auf die andere. Währenddessen kannst du nichts anderes skillen. Nur mit so viel dazu, damit du ungefähr weißt, auf was du einlässt. Und dann weißt du noch nicht einmal halbwegs, auf was du einlässt. Steffi, bis Freitag. Habt ihr schon gelesen. So, schauen wir uns einfach einmal einen Trailer an. Ich ergründe die Geheimnisse des Universums mit den besten Schiffen. Ich gebiete über den Motor der Industrie. Mein Ehrgeiz erschafft Imperien. Ich führe Krieg gegen meine Feinde. Mit Flotten, die die Sterne verdunkeln. Ich bin ein Diplomat. Ohne Scheiß, der Artstyle von dem Spiel ist so grenzdebil geil, dass ich ausrasten kann. Kein Sci-Fi-Universum fängt dieses finsterne,
Future Design so ei wie Eve. Kein Star Wars, kein Stargate, kein nichts davon. Ist das Ingame-Grafik? Schiebert zu ihrem, er redet was von Ingame-Grafik, oder? Ein Vordenker. Meines Glückes Schmied. Ich spiele. Im Grunde ja. Im Grunde ja. Im Grunde ist das Ingame-Grafik. Problem ist nur folgendes. It all starts in trade and industry. Nehmen wir mal irgendein YouTube-Video her von irgendjemandem, der gerade Eve spielt. Warte mal. Du kannst das kaum erklären, wie es funktioniert. Das geht nicht. Du musst es selber sehen und fühlen. Eve Online Gameplay. Ja, in 10 Jahren hat sich viel getan, bla bla bla. Ich mache jetzt irgendein Video auf von irgendjemand. Eve Online in 10 Minuten. Nein, nein. Nein, how about no? 4 Gründe, warum Eve Online auch 2026 noch absolut spielenswert sein wird. Das wird immer spielenswert sein. Aber Zeit musst du halt haben. Eve Online, Gameplay, Part 1, Risen 9, bla bla bla, Gaming Eve Online. Schauen wir mal, was er tut. Help you find your way through New Eden. So, machen wir so. Welcome to the first day of your new life. Ich habe absolut keine Ahnung, was das für ein Gameplay ist. So schaut eine Station von innen aus. Ja, okay. Einfach mal Cheetah anfliegen. Ah ja, ich sehe schon, der Herr Holzende hat es wirklich gespielt. Main Character hat 103... Oh, da muss ich jetzt kurz auf Pause drücken. Herr Shintobi. Main Character hat 183 Millionen Skillpunkte, gibt es seit 2005, aber letzter Login 2017. 2017 ungefähr hat es bei mir auch angefangen, wo ich aufgehört habe. Anderen Chars sind Cap-Piloten, Titan und Dread, hab kein Interesse mehr, alles gesehen und verloren in der Massenschlacht von BR. Geht mir ähnlich. Bei mir war es so... wie es angefangen hat, diese Skill Injector kaufen zu können für echt Geld. Da war es für mich dann ist immer weiter runtergegangen, weil die Zeit, die du da drin verbringst, nichts mehr wert ist. Nichts. Ich weiß nicht mehr, ich sag's wie es ist, ich weiß nicht mehr auswendig, wie viele Millionen Skillpunkte mein Hauptschau hat, aber ich glaube auch 120, 150, irgend sowas, keine Ahnung. Und die anderen zwei haben bloß so Trading Chars, die haben vielleicht 30 oder 40 Millionen, mit denen habe ich nie viel da. So, wir fangen da jetzt an. Lasst euch auf keinen Fall von der Grafik blenden. Just don't. Es schaut so aus, das Spiel. Nicht voll verstehen. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Genau, so. So schaut das Spiel aus. So schaut das Interface von dem Spiel aus. Da hast du dein Schiff. Dann kannst du da so umeinander klicken. Da unten ist deine Anzeige von deinem Schild, von deiner Panzerung und der innere Ring ist deine Hülle. Gibt verschiedene Schiffstypen. Manche sind, ja, wo fangst du an, Alter? Ich weiß nicht, wo man da anfängt. Genau. Du hast im Prinzip rechts da so eine Übersicht und dann siehst du im freien Weltall, was in deiner Umgebung ist. Er hat jetzt da in 15 Kilometer Distanz, was ist denn das da? Balin Ferris, Type Balin Ferris, ja, das ist wieder, wenn irgendein Kacken über seine Behindi-Oberfläche und Übersicht der Toten steht, dann weiß man nicht mehr, was es ist. Wieso ist jetzt das? Wo fange ich jetzt da an, Alter? Ich springe jetzt da mal ein bisschen Vieri, bis einmal irgendwas passiert. Genau. Und das ist auch das, was ich damals gesehen habe. Ich meine, schaut einmal das an. Ganz ehrlich, diese Sci-Fi-Atmosphäre und dieses Dusterne und so weiter, es schaut so geil aus. Es schaut so geil aus. Ich kriege einen Anfall, wie gut das ausschaut. Aber im Prinzip, du markierst dann da ein Objekt, Doppelklick drauf und dann fliegt dein Schiff langsam dahin. Und im Prinzip schaut das am Anfang so aus. Ja, dann fliegt es da so langsam und dann haben da Sachen und so weiter und so fort. Dann machen wir ein bisschen weiter. Oh. Oder sie ausschießen. Ah ja. Okay. Warte mal. Ich glaube, der kämpft da mal gegen irgendeinen NPC. Okay, da ist eine Anomalie, 35 Kilometer weg. Das wird das Ding da sein. Nein, doch nicht. Dann Haufen andere Schiffe. Ausrichten. Jump, jump. Genau, so. Und so schaut das dann aus, wenn Gegner kommen. Das sind Symbole. Ja, natürlich haben da Raumschiffe dahinter, aber da es da um riesige Distanzen geht, um die fühlbar und darzustellen, hast du diese Übersicht da rechts. Das ist eine kleine Fregatten, das ist wahrscheinlich, was weiß ich, irgendein Kreuzer oder irgendwas anderes und da haben
ist das ein Battleship oder ein Battlecruiser, ich weiß es nicht mehr, ist lang her, ist aber auch scheißegal. Die warpen jetzt zu dir her, zack, und dann geht der Stress los. Ich lasse das jetzt einfach einmal laufen, um zu sehen, damit man vielleicht 2% Sekt, wie der Kampf in diesem Spiel funktioniert. Der Dramiel sitzt da. Wo hat denn die her? Oder ist er das überhaupt selber? Nein, das ist er gar nicht selber. Lol. Leider habe ich vergessen, wie dieses Schiff heißt, aber ist es eigentlich zum... Ist das Schiff nicht eigentlich zum Anomaly-Scannen? Aber ja, gut. Genau. Und so schaut das dann aus. So, da ist jetzt eine Hostile-Fregatte, die ist 23 Kilometer weg. Die siehst du natürlich nicht, das ist für die bloß ein kleiner roter Punkt da. Die markierst du mit Steuerung Klick in die Listen normalerweise rest. Genau, dann ist es aufgeschalten, das Ding. Und dann hast du unten rechts da, hast du deine Module, die du aktivieren kannst, was du aus dem MMO kennst. Da hast du Waffentürme, da hast du Beschleunigung, so ein Afterburner hat er drin, was das Ding da ist, weiß ich nicht mehr genau, das glaube ich ist so ein Störteil. Das ist ein Weber und die haben alle verschiedene Module, haben verschiedene Reichweiten, verschiedene Stärken. Er schaltet jetzt das Ziel auf und dann hat er da, wenn mich nicht alles täuscht, einfach keine Linsen in seine Laser, was weiß ich, was das soll. Und jetzt versucht er wahrscheinlich zum Schießen und kann nicht, weil er keine Laserlinsen nicht drin hat, oder? Er schießt da etwa? Ich sag nix. Aber er kriegt doch tatsächlich. Dann kriegst du da 3 Schaden Hostile Frigate. Was schießt denn der? Von wann ist denn das Video? Seit wann kommen wir denn ohne Linsen? Hä? Ja, ist eh scheißegal. Genau. Und so läuft das dann ab. Und so ist das so ein Hin und Her. Ist er überhaupt unterwegs? Ja, er fliegt wenigstens. Das ist schon mal was. Rechts oben sechst ein Gegner, der verliert jetzt seine Panzerung, jetzt geht's langsam in die Hülle hinein und wenn die zu ist, dann macht's bumm. Ich weiß noch nicht, wie er die Battleships down kriegt mit seinen Pimmelwaffen, aber das wäre schon irgendwie machen. Genau. So. Das ist Kacknoob-Gameplay. Noch was zeigen Ihnen jetzt, weißt schon, wo nur noch Punkte auf dem Bildschirm sind, wo's nimmt, Eve, Big Battle. Ist ja scheißegal. Ja, genau. Das ist so insane. Massacre of M2 TAC XFE will go. Das ist so insane. Das ist so insane, Alter. Der Mann, das jetzt da. Du musst verstehen, in Eve, wenn dein Schiff platzt, ist es weg. Und alles, was drin ist. Für immer. Das kriegst du nicht, da kannst du auch jammern, was du möchtest. Nee, der hat irgendwas komisches, Unfaires gemacht, was CCP in der Regel sagt. That's the game. Wie die Schlacht von B-R, ja, irgend sowas. Es ist eigentlich gut, da gibt es mehrere. Ich mache jetzt einfach mal das Ding auf und lasse einfach laufen. Es ist aber heute schon wieder... Da ist kein Interface und nichts, du siehst nicht, wie derjenige wirklich spielt, aber wie das am Schluss irgendwann ausschaut. Bei sowas habe ich, natürlich war ich da mal anwesend bei sowas, aber da habe ich nie ernsthaft mitgespielt, weil das geistesgestörte Scheiße ist. So, los geht's. So schaut das später irgendwo. Das sind Titans, das sind die größten. Previous records set Genau. for the loss of 75 Titans in the bloodbath of B-TAC-R and inflicting 11 trillion ISK of damages. The massacre of M2 TAC will see 2. Jedes einzelne Schiff ist ein einzelner Account. Jeder einzelne. Und in der Regel werden sie in die Riesenschlachten so gewonnen. Einer ist der Chef, der schafft an. Und da sitzen 200, 300, 400 Leute in einem Discord und hören das und tun, was der sagt. Und wenn du das nicht tust, Main Target, Prime Target, bla bla bla, aufschalten, zack, weg. Und dann wirst du von deinen eigenen Leuten weggeschossen. Und dann entsteht da so eine riesengroße Bubble und dann entsteht auf der anderen Seite vom Gegner eine riesengroße Bubble und dann wird einfach da, du bist das Prime Target, du bist das Main Target, du bist das Secondary Target, da, den aufschalten, den wegschalten, den dazuschalten, dann alle einen Chef nachfliegen in einer Linie, wie man es da gerade gesehen hat und. 51 Titans to its grave. Und außer die Titans sagt man da ja kein Schiff. Das ist halt noch das Nächste. Die fetten Würstel da drin, das ist die größte Schiffsklasse, die es gibt. Ich sage, das Schiff, wo wir gerade gesehen haben, das ist ungefähr so groß wie ein Pixel von meinem Mauszeiger. Wie der Spitzenpixel
von meinem Mauszeiger, den ihr da gerade seht. Seht ihr den? So groß ist das Schiff ungefähr, das wir gerade gesehen haben, das Weiße mit den Dinger hinten dran. Und das ist da, weiß der Teufel, wie viele Leute das da auf dem Haufen sind. Das sind alles die Titans und Dreadnoughts und was weiß ich was, die größten Schiffsklassen und Capital-Schiffsklassen, die es halt gibt. Es ist schon geil, die Idee dahinter ist so geil. Hat ja irgendwo was drin, schauen wir mal das an. Dann kommen die ganzen Interceptor-Typen, oder wie haben es geheißen, reißen Bubbles auf, dass keiner mehr abhauen kann und dann heißt's, was ist denn mittlerweile so ein Titan-Wert in Echtgeld? Was ist denn ein solcher da, das komische Quallending da, so ein bisschen ausschaut wie ein Quallending, das ist einer, das ist der Amar-Titan, wie hat er geheißen, der Avatar. Oh, was hat denn der gekostet? Was kostet der? Du weißt es irgendwie nicht mehr. In Echtgeld umgerechnet? Ein Tausender? Wird nicht mehr gegangen, oder? Inflationär mäßig. Auf GameStar kann man spannende Intrigen nachlesen, die es nur bei Eve gab und geben wird, wo Leute sich in Korps reinschleichen für ein Schiff. Da gibt es ja nicht bloß Geschichten über Dictas waren es, ja genau, dankeschön. Dictas macht Bubble. 700 oder weniger, inflationsbereinigt. 1500 circa 2015, okay. Einigen wir uns auf irgendwas dazwischen, man kann 1000 Euro für so ein Schiff ausgeben. Und in solchen Kriege passiert Folgendes, entweder stirbt die eine Seite komplett oder die andere. Und dann vernichtest du da $100.000. Einfach so. So, jetzt möchte ich aber trotzdem noch schnell gern ein ernsthaftes Gameplay sehen von irgendjemandem aus seiner Perspektive, wie das auf dem Monitor für ausschaut, wie die spulen. Die spulen so nicht, das sechst du so nicht. Jetzt warte mal, PvP. Solo PvP ist auch immer lustig. Ja, das kommt neu. Und dann, ja, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. So. So. Wenn du gemeint hast, WoW-Interfaces sind gerne mal, das ist noch nicht einmal so schlimm da, aber lassen wir es einmal laufen. Achtung. So schaut irgendwann dann das Interface aus, wenn du spielst. Ja, du kannst dir diese Fenster da alle umeinander ziehen, wie du willst. Rechts ist deine Übersicht und ich lasse das einfach mal laufen und dann erzählt mir irgendjemand, außer die es schon mal gespielt haben, ob sie irgendwas kapieren. Mal, voll die geile Grafik. Ich sage mal so, wenn du nur Objekte erkennen kannst, dann spielst du falsch. Die lilanen Punkte da sind die eigene Flotte von dem Typen, dem wir mir gerade zuschauen, und die roten da oben irgendwo, das sind die ganzen Gegner. Und damit du da die Übersicht behalten kannst, hast du das da rechts in deiner Overview drin, mit verschiedenen Filtern und lauter so einen Schmarrn, dass du siehst, wie weit dass die Gegner weg sind, damit du die Main Targets callen kannst, wer soll was ausschalten, wo Schaden hin und. Fuck, hab ich das Spiel geliebt. Jetzt habe ich kurz Bebop gelesen. Dabei steht Big Bob dort. So schaut das Spiel dann am Schluss irgendwann aus. Wenn du ernsthaft PvP. Das ist die Station, die du aufbauen und zerstören kannst, oder? Wenn du seit 2017 nicht mehr spielst, kann das gut möglich sein, dass du das nicht mehr mitgekriegt hast. Meine letzte große Session war 2021. Während Corona habe ich nochmal angefangen zum Spielen und habe nochmal mindestens 1000 oder 2000 Stunden reingewucht. Da brauche ich das, ja genau, das ist 40. Ich kenne auch bloß die abgekürzten Begriffe, das haben bei uns immer andere gemacht. Ich bin da bloß immer eingefallen. Aber die Dinger, genau, diese Station da, die du da siehst, das ist das große Objekt, das ist kein Raumschiff, das ist eine Station. Und du als Gilde, ich nenne es jetzt einmal Gilde, kannst das Ding da hinstellen. Und dann können deine Leute da andocken, die können da Sachen lagern und so weiter. Es ist im Prinzip wie, du claimst dieses System, wo die da drin sind. Da hat der Gegner eventuell was dagegen und dann kommt er und versucht das wegzuballern. Und du versuchst das natürlich zum Halten. Ich glaube, 3 Stufen von solchen Stationen hat es gegeben. Klar, mittelgroß, wenn mich nicht alles täuscht. Die große haben wir uns nie leisten können. Aber so schaut das Spiel aus. That's the game. Ja, es ist ein bisschen abgeschnitten. Ihr seht es gar nicht, der hat da herum Ziele aufgeschaltet. Da seht ihr normal auch dann so Kreise wie da herunten. Also wie viel Schild, wie viel Armor und Hull der Gegner noch hat und so weiter. Da herunten 6 Debuffs.
beziehungsweise Buffs von den Logistiker von deiner Umgebung. Er sitzt offensichtlich in irgendeinem Drohnen-Capital. So, das war so der letzte Abschnitt, da habe ich nie richtig hingeskillt in die Capital-Schiffe, weil ich mir gedacht habe, so eins möchte ich niemals in meinem Leben verlieren, fuck you. Abgeschossen haben wir ein paar, aber verloren habe ich nie eins und drin gesessen bin ich. Das höchste der Gefühle war Dreadnought. Wir hatten der Armad Dreadnought geheißen. Revenant, na, wir hatten der Armad Dreadnought geheißen, ich weiß es nicht. Wie viele Stunden muss man da reinballern, dass man nur ansatzweise klarkommt da drin? Schwierig zum sagen. Wenn du dann einen Mentor hast, der die Stickel für Stickel durch alle Dinge führt, dann 100. Aber ich sage mal, Eve ist auch so ein schönes Beispiel von easy to learn. Eigentlich ist es relativ simpel zum Lernen. Dein Schiff zusammenbauen und so, was ziemlich spannend ist. Du kannst deine Schiffe ja zusammenbauen, wie du willst. Die haben dann so Slots. Du kannst dann verschiedene, du kannst das panzern, dann wird es halt fetter und schwerer. Du kannst das Schädel bauen. Manche Schiffe kriegen Bonus auf das und so weiter. Hoppala, jetzt habe ich irgendwo hingedrückt. Schade, dass man keine Comms hört. Also schade, dass man kein Discord-Schmerz hört. Du wirst dich wundern, das hab ich so noch nie in einem anderen Spiel erlebt. Du wirst dich wundern, da sind ja mindestens 30 Leute auf jeder Seite involviert. Und die sitzen alle im Discord, selbstverständlich. Und du wirst dich wundern, was dort Leute für eine Disziplin an den Tag legen. Da ist der Fleet Commander, Sepp, der Flottenchef, und der redet. Und sonst niemand. Und wenn du deine Schnauze nicht hältst, dann wirst du aufgeschalten in deine eigenen Reihen und wirst davor bombt. Warum? Weil es da um richtig viel geht. Wenn diese Flotte dort zerstört wird, ist richtig viel Playtime im Arsch. Oder die Gegnerflotte. Ich darf gar nicht länger hinschauen, weil sonst kriege ich wieder Bock, aber ja, weißt du nicht. Gibt es da öfter ein YouTube-Video über so einen Discord-Schmerz? Musst du mal suchen. Mit Sicherheit irgendwo, ja. Was immer ganz cool war, ist Solo-PvP. Das habe ich mir gern angeschaut. Das habe ich auch eine ganze Zeit lang gern gemacht. Vor allem in den Turniere, die Eve ausgerufen hat, da war ich mehrfach Platz 1, nicht bloß. Das ist jetzt so, als hätte ich das 30 Mal Platz 1 gemacht, das stimmt nicht. Aber 2-3 Mal mit Sicherheit war ich Platz 1 und ansonsten immer in der Top 10, zumindest 2021, wie ich gespielt habe. Und da wirst du dann in einer Arena eingesperrt und spielst 1 gegen 1. Und das hat so viel Bock gemacht. Das ist easy to learn, schwer zum Verstehen, aber dann easy to learn, aber extrem hard to master. Und das hat so viel Spaß gemacht. Aber das ist halt nichts für, ja, spielen wir mal schnell Eve. Das geht nicht. Wir brauchen auch schon 2 Stunden in einem Stream wahrscheinlich, dass wir uns in irgendeinem System treffen. Und ich kenne Fleetcoms auch gar nicht mehr. Allein, Warp to, Jump, aufschalten, Damage auf und so weiter und so fort. Und da muss ich Druck halten werden. Wenn sie nicht Druck halten wird selber aufgeschalten und tschüss dann. Wer den Titan aus dem Forcefield bumpt! 2 Sekunden später, klonk, Titan so. Ich verzeihe wirklich selten Witze, die bloß 2 Leute in der ganzen Community verstehen. Aber es hat jetzt kurz einmal sein müssen. Was, wenn man da mal allein in zum Beispiel ein 3er-Pack feindlicher Schiffe eingefahren ist? Gibt es Situationen, je nachdem, was du für Schiff beieinander hast und wie gut du fliegen kannst und wie gut du weißt, was du tust und der Gegner weiß vielleicht nicht, was er tut, dann kannst du auch allein 5 Schiffe über den Haufen rotzen. Wie lange brauche ich wohl, um es zu installieren, um mir eine Rifter 2 zusammenzuschrauben? Ich müsste da überlegen. Bei mir war es nicht Drifter, bei mir war es. Ich weiß noch nicht einmal, wie die kostet. Fuck! 5 Millionen davor habe ich verheizt! Wie heißt es T2 Armafregatten Attack Assault Freak Ding? Retribution! So hat's geheißen! Ein Retri zusammenbaut! Oder ich bin begnadeter Malediction-Flieger. Sie, Sir, kommen mir nicht davon. So viel sage ich dazu. Und gleichzeitig triffst du mich nicht, wenn ich es noch kann.
Allein schon, was du für einen Job mal machen willst, meinen Bandit, Transportzeug und so weiter. Das hat mich, jeder, der IFO fängt, sagt demjenigen, der anfängt, mach deine Skillung so, mach deine Skillschleife so, konzentrier dich auf eine Sache und mach nichts anderes, du wirst es bereuen. Kein Schwanz glaubt das, ich auch nicht. Ich habe in alle Richtungen geskillt. Ich hab Bock auf PI gehabt, habe ich im PI auch geskillt. Ich hab Bock aufs, was ich ganz viel gemacht habe, ist Scannen. Das gefällt mir mit den Drohnen. Und dann die Sites ausfliegen und so, da kann man richtig deine Sachen ausziehen. Da kann man auch ziemlich schnell sterben. Und man kann auch ziemlich schnell gefunden und cast werden. Wir waren Null-Sec only, also wer bei uns im Highsec umeinander geflogen ist, der ist nur ausgelacht worden. Und dann kannst du in die verschiedenen Richtungen skillen. Es gibt 4 Rassen, die alle 4 verschiedene Schiffe haben, mit Klassen von Shuttle, Fregatte, Cruiser, Battlecruiser, Dicta, was weiß ich, was es mittlerweile noch alles gibt. Und ich habe auch in alle Richtungen geskillt. Oh, jetzt habe ich Bock auf Scannen, du hast das ein wenig skillen. Oh, jetzt habe ich Bock, jetzt möchte ich aber gerne kalt, die fliegen alle ein Drake, warum fliegen alle ein verfickten Drake, ich bin auch mal. Dann habe ich eine Zeit lang in Richtung Kaldari geskillt. Und das war der größte Fehler. Das war der größte Fehler, weil ich habe überall Skillpunkte verteilt, aber ich habe es nie ausgeskillt. Und dann habe ich mir irgendwann einmal gedacht, so, das nächste Mal, wenn ich keinen Bock mehr auf IFO habe und lasse ein halbes Jahr liegen, lasse ich einen Account weiterlaufen und skill die ganze kreislige Scheiße und freue mich, wenn ich wieder zurückkomme. Und das habe ich gemacht und dann bin ich gekommen und kann mittlerweile fast alles fliegen. Also bis zu der Armad Dreadnought ist das Einzige, was ich fliegen kann, glaube ich. Drüber kommt dann noch, kommt noch Carrier und was weiß ich was alles. Aber bis dahin, bis zum Battleship-Klasse und kann ich alle fliegen, außer diese neue Rasse, die da irgendwann einmal noch gekommen ist, mit diesen Filamentdingen, ich weiß nicht mehr, wie es geheißen haben, die diese rote Kugel mit diesem Laserstrahl, die sie immer weiter in den Tee spult, die kann ich gar nicht fliegen. Die hab ich immer gesagt, ja, lass gleich bleiben. Leg mir am Arsch. Konzentrier dich auf eine Sache, ist schwer. Am Anfang gibt es viele Skills, die du einfach brauchst, das stimmt ja. Die Grundskills für die Panzerung, die Grundskills fürs Schultel, die Grundskills für die Waffentypen ist jetzt wieder je nachdem. Dann am Anfang weißt du ja gar nicht die 4 verschiedenen Waffentypen. Die Gatling Guns, Laser funktionieren ganz anders, Raketen funktionieren ganz anders. Alles funktioniert immer ganz anders und für alles brauchst du Skills. Und zwar für jeden Munitionstyp und so weiter. Naja, es ist, was es ist. Aber Hauptsache, wir haben mal drüber geredet. Aber jetzt ist es 1000 spät, jetzt gehen wir ins Bett. Ich habe eigentlich gemeint, ich bin müde, aber wahrscheinlich mit. Weißt du sehr, was es ist. Keine Ahnung, ob nur Apps zwischen Hack und Hit gibt. Skillzeit normal ca. 8 Monate, ohne Injector. Ja. So viel dazu. Aber lustig war es schon einmal. Wenn da so eine kleine Crew da war, da mit 5 Leuten oder so, sitzen wir uns in irgendeiner Pimmelfregatte, das ist scheißegal, und dann springen wir in irgendein Filament irgendwo an den Arsch der Welt und fliegen wir rum und schauen, ob wir jemanden finden. Und wenn wir jemanden finden, peng peng, und wenn nicht, dann kriegen wir aufs Maul und nochmal Pickard. Lustig war es schon mal wieder. Das waren echt coole Abende, immer. Hat schon Spaß gemacht. Für die Leute, die gar nicht wissen, von was das ist, Schmerz, Eve besteht aus lauter so Sonnensysteme, wo du dich hin und her warpst mit Stargates, und das ist riesengroß. Es gibt, was weiß ich, wie viele 1000 sehende Systeme. Und so ein Filament ist im Prinzip wie so ein Schlüssel, wie so ein Sprungtor. Das machst du auf und alle, die da reinfliegen, kommen irgendwo in der ganzen Welt irgendwo raus. Das kann mitten 5 Meter neben einem Feind sein, das kann am Arsch der Welt sein, wo gar nichts ist. Und das war schon immer lustig. Hat schon Spaß gemacht eigentlich. Und dann halt mit irgendwelchen billigen Schifferleine, die nicht wehtun, wenn du das verlierst. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als PvP in EVE habe ich erst richtig gelernt. Jeder kann einen Fleet Commander nachfliegen und die Befehle ausführen. Und selbst das haben manche Leute nicht zusammengebracht. Aber so richtig zum Verstehen, warum, was da, wann, wie, was hat der für Waffen, da drauf reagieren, das habe ich erst richtig gelernt, wie ich diese Turniere mitgespielt habe und diese One-on-Ones. Da habe ich erst so richtig verstanden, wie das Waffentracking funktioniert, wie der Explore-Radius von den Raketen funktioniert, wie das Tracking von den Gatling Guns funktioniert und. Und wie man sich bewegt, wenn ich der querfliege von ihm, habe ich maximale Velocity und er kann mich gar nicht treffen, weil sein Tracking nicht nachkommt und lauter so ein Scheiß. Es hat so viel Bock gemacht. Das war so ein gutes Spiel. Verdammt nochmal.
Es ist so schade, dass die das kaputt gemacht haben mit dieser Skill-Injector-Scheiße und mit dieser Plex-Scheiße. Und nichts ist mehr was wert, außer du hast eine Kreditkarten. Das ist... Sieg mich! Damn it! Weißt du, das hat einen eingebauten Kinder- und Noob-Filter gehabt. Da hat's fast keine Spacken gegeben in dem Spiel. Warum? Weil der Spacko kommt, sagt das, was ich euch gezeigt habe vorher und denkt sich... Ich kann Call of Duty spielen. Ja. War, für manche ist es neu, weil, sicherlich, wie viel spenden das noch? Das darf mich jetzt interessieren, wie viele Leute da gerade online. Spielerzahlen 2000, schauen wir uns mal 25 an, ist ja wurscht. Player Counts und Server, Players Today 38.000. Ich glaube, die Zahl ändert sich doch seit... So, warte mal, Februar, bla bla bla, kann man da irgendwie länger einstellen? Hallo? Consistency. Ne. Eve Server Status. Mich dat über das ganze Jahr die Kurven interessieren. Na, sag ich nicht. Aber scheint sich immer noch so zwischen 30 und 50.000 zu bewegen. Und das Kreislige ist, war es jetzt vorher schon geschrieben und Shintobi weiß mit Sicherheit auch, wovon ich spreche, jeder hat 3 Accounts. Gleichzeitig laufen. Das heißt, das da kannst du mindestens durch 2 nehmen. Da bin ich mir fast sicher, dass du das da mindestens durch 2 teilen kannst und dann hast du vielleicht noch 15.000, 16.000 aktive Spieler und die sind die Spieler, die spielen seit 2005 und schwierig. Schwierig. Da musst du wirklich Bock haben. Peak war mal 160k. Ich glaube, Peak war so 2010, 11. Kann sich das hingehen? Da erinnere ich mich noch, da war meine erste Prime. Da habe ich einen Wauzi kennengelernt im Übrigen. Der Wauzi 747 ist übrigens jemand, den ich persönlich kenne, den kenne ich seit bald 20 Jahren. Und den Yves kennengelernt. Sonst darf man uns nicht kennen. Ja, geil, weißt du, Mann, es ist so schade. Es ist so schade, ich kann es keinem Menschen sagen, das Spiel war so fucking gut. Es war so fucking gut. Was da Leute trollen hast können. Was die Leute die trollt haben. Oft. Und was dir da für ein Adrenalinkick durch die Fresse fährt. Das hat mit Daisy Adrenalinkicks oder mein Charakter verloren, aber überhaupt nichts mehr zum tun. Wenn du 3 Monate lang dein Raumschiff gefarmt hast und dann ins Nullsec gehst und 25 rote Punkte auf einmal in deiner Übersicht aufgesägst oder lustige halbblaue Blasen aufgesägst, dann geht dir die Scheißdüse, wie es da noch nie vorher gegangen ist. Ich hab's geliebt. Ich habe es geliebt. Jetzt gehen wir ins Bett. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke fürs Zuhören. Das am Schluss war jetzt wirklich sehr nerdige Scheiße. Tut mir fast ein wenig leid, aber das hat heute ganz gut herpasst, weil der Last Starship erinnert mich schwer dran. Jetzt gehen wir ins Bett. Ich sag, warum habe ich jetzt Bauchweh? Kann man das irgendetwas sagen? Bauchweh, das ist jetzt für so ein Kleinkind, sondern die Mongweh. Das ist. Wieso? Weiß ich nicht. Aber gut. Wie viele Sachen sind da draufgegangen bei dir? Unendlich viele. Viele, sehr viele. Da ich aber viel Geldcamp gemacht habe, bin ich maßlos im Plus. So, wir gehen jetzt ins Bett. Das sagt der Ives ist. Schaut euch Diablo an. Das schafft es auch ohne mich. Braucht es kein betreutes Anschauen. Das kriegen wir auch so hin. Schaust du die im Bett wahrscheinlich, Serbine. Wahrscheinlich im Bett. Merci fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Freitag kurz. Da startet NX Runde 2. Casual-Runde, Endlos-Runde. Was das bedeutet, erkläre ich am Freitag nochmal. Da geht es dann nochmal von vorn los und dann bis noch keine Ahnung wann. Faster than Likes. Oh, Herr Holzende und Shintobi, wie lange habe ich das nicht mehr gesehen? Hört auf! Hört auf! Warte, ich hau auch noch einen rein. Der ist zwar fast gleich, aber das ist wurscht. Jetzt auch. Oh. Verdammt nochmal! Jetzt wollte ich nicht nur, dass ich die Scheiße nochmal installiere. Meine Damen und Herren, wir sehen uns am Freitag kurz und dann spätestens am Montag nochmal. Wer nicht kennt,
Vorab ein schönes Wochenende. Ich weiß, da ist noch 2 Tage hier, aber scheißegal. Da, hier, das haben sie, ja genau. Die Eve-Leute wissen, eigentlich hätte ich vorher nur schreiben müssen, grüßt's mich mal in Eve. Grüßt's mich mal in Eve-Sprache, bitte. Dann hätte ich sofort gewusst, so, da, aber da hätte man schon ein kleiner Squad beieinander, schau ich. Ja, Grantl, du zählst nicht, du hast nicht gespielt. Warte, Tantane, der Darion, Shintobi und das Holzende. Warten wir schon zu 50. Du mit 5, 6 T2 voll ausgeskillte T2-Freaks, da kann man schon mal jemanden aus dem Scheißeisel reißen, du. So ist das nicht. Da nehmen wir noch ein, zwei Logistikfregatten mit, da geht schon etwas. Das darf schon gehen. Wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Aber das zum Zuschauen, da sitzt die, alle anderen da herin, die sich nicht zu Eve geäußert haben, die sitzen so da. So. Und jetzt gehen wir ins Beat. Schleicht euch, wir sehen uns spätestens am Freitag und ansonsten am Montag. Wenn ihr nicht im Discord ist, geht zum Discord, schmashen Sie den Like-Button, wenn es Ihnen gefallen hat. War halt ein bisschen was Eigenes und Spezielles, sowas haben wir auch immer wieder mal. Und ich sage danke für Ihre Aufmerksamkeit, danke für die Donationen, danke für die Mitgliedschaften und Resubs und bis dann. Okay. Habe ich dir. Damit ich euch beim Gehen nicht anschauen muss. So, nicht schlecht euch. Das war